In Frankfurt, nein. Mein Bruder war mal da, der wurde fast abgestochen. Aber er hat irgendwie einen angespuckt. Er war besoffen. Ja, was ist in der Schweiz deutlich besser als in Deutschland? Also kann man zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Busse, Bahn, Züge. Döner in der Schweiz nicht gut. Döner in Deutschland ist viel besser als in der Schweiz. Ich habe in Deutschland viel mehr Erfolg bei Frauen als in der Schweiz und ich weiß nicht warum. Also in Deutschland? Voll. Ja, weil du dort mit dem Schweizer Lohn hingehst vielleicht und die denken, du bist voll der Multimillionär Sugar Daddy. Warum sollten mehr Deutsche in die Schweiz ziehen? Willst du? Damit die Schweiz endlich lernen, anständig Hochdeutsch zu sprechen. Gefühlt wird einer beim Schwarzfahren erwischt und die Polizei hat so wenig zu tun, dass sie gleich mit 3 Mannschaftstrupps anmarschieren, weil sie denken, oh toll, endlich mal nicht rumsitzen. So. Und in Deutschland ist das so, das interessiert keinen mehr. Da muss schon einen erschießen, damit die Polizei irgendwie damit mit Leuten kommt. In der Schweiz zahle ich eher lieber Steuern, weil die Steuern, mit denen wird was Sinnvolles gemacht. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, meine Steuern werden irgendwie zum Fenster rausgeschmissen. Ihr habt ja gar keine Deutschen mehr in Deutschland, oder? Ja, wir sind alle hier. Wäre es dir scheißegal, ob sie die Hymne singen oder nicht? Ja, wäre mir schon egal. Ja. Also ich muss dir auch ganz ehrlich, also ich kann die deutsche Hymne nicht. Ich kann auch die Schweizer Hymne nicht. Ich kann auch keine, ich kann nicht mehr Italienisch. Also siehst du, wenn du jetzt, guck mal, weißt du, ich wäre jetzt heuchlerisch, wenn ich sagen würde, es würde mich stören. Und wenn du mich da hinstellen würdest, kann ich selber nicht mitsingen, weißt du, was ich meine? Der Podcast wird gesponsert von Super Kimura. Es ist ein Trainer aus Bern. Er macht Videos über Kampfsport auf Social Media. Ich tue unter seine Accounts unten dran in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du dort schön draufdrücken und ihm einen schönen Follow gönnen. Dann er sponsert den Podcast. Merci vielmals und einen schönen Abend. Der Podcast wird gesponsert von pitch.ch. Alternativpatronen bis zu 80%. Schaut vorbei. Er hat 3 verschiedene Seiten: Österreich, Deutsch und Schweiz. Geht drauf und bringen den heim. Willkommen bei Birrenweich Talk, Folge Nummer 17. Heute auf Hochdeutsch mit einem deutschen Chris. Stell dich bitte vor, da ist deine Kamera. Bring ihn heim. Freut mich, ich bin der Chris. Ja, ich lebe jetzt seit 5,5 Jahren fast in der Schweiz. Und genau, ich war lange in der Tech-Branche tätig. Bin jetzt auch ein wenig auf die Reise zum Content Creator. Ja, ich glaube, mein Spitzname ist Corporate, also ich glaube nicht, mein Spitzname ist Corporate Chris, mein Alias. Und genau, ja, und ich freue mich, dass ich hier heute mit dem Birrenweich, mit dem Mirko sitzen darf und erzählen darf, wie es ist, als Deutscher in der Schweiz zu leben. Deswegen habe ich mich auch extra es ist zum Kotzen. Also, nein, es ist zum Kotzen. Scheiße. Warum bist du überhaupt in die Schweiz gezogen, Chris? Also es ist so, ich habe damals in Holland gelebt, in Amsterdam. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und eigentlich wollte ich zurück nach Deutschland. Und das war damals, ich habe damals für Oracle gearbeitet. Das ist eine große Tech-Firma, ein großes Tech-Unternehmen. Ja. Und wollte, wie gesagt, eigentlich zurück nach Deutschland. Vor allem, es war halt so die Covid-Zeit. Und in Holland war das richtig schlimm, ne? Weil du hattest da ein Curfew. Das heißt so, wie nennt man das, eine Ausgangssperre. Und du konntest ab, ich glaube, 21 Uhr abends bis irgendwie 6 oder 7 Uhr morgens durftest du nicht mehr draußen sein. Also wo? In Holland. Allgemein in Holland, ne? Ja, also wenn Covid, ja. Covid? Ja, Covid. Das okay, war die Covid-Zeit, genau. Ja. Und ich wollte eigentlich zurück nach Deutschland. Aha. Und dann ist aber Microsoft hier aus der Schweiz hat mich kontaktiert, also über einen Recruiter von denen und hat gemeint, ob die Schweiz auch für mich in Frage käme. Und ich wie der typische Deutsche habe mir gedacht, das ist ja auch wie Deutschland, nur mit weniger Steuern und mehr Geld. Komm, guckst du dir mal an. Und ja, dann bin ich in den Prozess gegangen und dann haben sie mir einen Job angeboten hier in der Schweiz und so bin ich in die Schweiz gezogen. Aber weiß man in Deutschland schon, dass man hier mehr verdient? Ja. Aber warum kommen denn nicht alle hier hin? Wollen sie ja. Die wollen eigentlich alle hier hinkommen. Ne? Ja, ich glaube, also im Moment wollen auf jeden Fall viele kommen, ja. Ja, weil ich wohne ja in Schaffhausen und da ist voll, also voll. Voll von Deutschen, ja, überall, wo du hingehst. Es ist einfach nur noch zum Kotzen. Du weißt, ich mache Spaß. Manchmal, ich meine es auch ernst. Aber was war der wahre Grund? Also ich wollte, wie gesagt. Geld, oder? Nee, also es ist wirklich so gewesen. Ich wollte eigentlich aus Holland, wollte ich weg. Und eigentlich wollte ich, wie gesagt, nach Deutschland. Nur dann kam halt Microsoft aus der Schweiz auf mich zu und dann bin ich in die Schweiz gezogen. Aber wärst du nicht auch sonst irgendwann in die Schweiz gekommen, wegen dem Geld, oder? Nein? Nein. Aber hast du jetzt zum Beispiel, siehst du einen Riesenunterschied jetzt von Holland und der Schweiz? Ja. Lebensqualität? Also, man muss dazu sagen, ne, es war halt auch die Covid-Zeit.
Das heißt, wie gesagt, in okay, Holland war es halt wirklich so, du durftest halt nicht auf die Straße. So, und die Sache ist, die meisten Leute, die ich kannte, die waren auch aus der Tech-Branche. Mhm. Und die meisten Leute sind, weil sie Homeoffice hatten, das durfte man zwar theoretisch nicht, aber die meisten Leute sind zurück in ihre Heimatländer gegangen und haben halt von da gearbeitet. Mhm. Und ich wollte dann irgendwann halt, also ich war auch sehr lang in Deutschland, wo ich eigentlich in Holland hätte sein müssen. Mhm. Und wie gesagt, dann wollte ich aber zurück nach Deutschland, halt auch einfach wegen dem sozialen Aspekt. Weil in Holland durftest du nicht raus, ich kannte da nicht so wirklich viele Leute und in Deutschland war halt mein ganzes Umfeld und wollte halt eigentlich zurück nach Deutschland. Wie gesagt, dann kam Microsoft aus der Schweiz auf mich zu. Ja. Ich bin dann in die Schweiz, du musst dazu sagen, ne, das war damals Sommerzeit. Mhm. Und in Holland war halt alles zu, du durftest nicht raus. Und ich kam in die Schweiz und in der Schweiz war alles offen. Du durftest zwar nicht rein. Coffeeshops auch, oder? Ja, wenn ich nach Holland bin, dann bin ich meistens in den Coffeeshops. Früher, jetzt nicht mehr. Ne, aber du musst überlegen, in Holland war es wirklich so, du konntest dich auch nicht irgendwie in ein Restaurant oder so setzen. So, Ja. du hattest, also es war gefühlt, dieses öffentliche Leben war eigentlich weg. So, du durftest in ein Restaurant gehen, was abholen und dann durftest du nach Hause gehen. Ja, wie überall bei der Covid-Zeit, oder? Also in der Schweiz war es viel, viel lockerer. Ich kam in die Schon? Schweiz, ja, in der Schweiz durftest du, und es war ja Sommer. Ich bin Ja, ja, aber du bist ja später gekommen vielleicht. ich bin im April, Mai 21 bin ich gekommen. Okay. Also ich weiß nicht, wie es zu den Hochzeiten war. Ja, aber eben, da war auch so, ja. Ungefähr. ja, aber also zu der Zeit, als ich gekommen bin, war es in Holland noch viel restriktiver als hier. Und ich Okay. weiß noch, ich kann mich sogar noch an eine Situation erinnern, weil ich kam hier hin und es war halt Sommer und es war gutes Wetter und die Leute, die waren alle draußen. Mhm. Und ich habe jemanden getroffen, der hier war und der meinte dann zu mir so, hey, ist ja voll schade, dass du während Covid hier bist, hier ist ja alles zu. Ja. Und ich habe mir so, hey, für mich ist hier alles offen. Vergleich mal Holland damit, das war schlimm. Ja, okay. Deswegen, und für mich war, also ich kam hier hin, habe mich sehr, sehr frei gefühlt. Fand das Land auch super. Muss halt auch sagen, es ist ein lustiges Ereignis damals passiert. Ich bin mit einem Freund von mir, der hat schon hier gewohnt, bin ich durch Zürich gelaufen. Das war mein erster Tag, der wird nicht Stadt sagen, mein erster Tag. Und ich habe durch Zufall 4 Leute auf der Straße getroffen, die ich von zu Hause kannte. Also wo in Zürich? Ja. Ja? Ja. Ja. Aber wo gibt es mehr Ausländer? Du bist ja aus Frankfurt eigentlich, oder? Ja. Und du warst in Holland, du wohnst in Zürich, oder? Ja. Und wo siehst du, hat es am meisten Ausländer? Ist das überall gleich ungefähr? Jetzt das ist eine schwere Frage. Also ich habe ja auch in England gelebt, ich habe in Irland gelebt. Auch noch? Hä? Ich habe in Neuseeland gelebt, in Australien Was? gelebt, in Irland gelebt, in Aber England gelebt, in Holland gelebt, in der Was? Schweiz und in Deutschland. Aber du bist überall, immer wegen Job, oder was? Meistens, ja. Wegen Job oder Work and Travel, ja. Ah, okay. Aber wo warst du am längsten? Deutschland und Schweiz. Deutschland und Schweiz. Aber ja, Deutschland das ist halt, heißt, ich bin ja geboren, aufgewachsen. Ne? ja, okay, Alles ist ja so. logisch, ja. Aber eben, wo hast du denn den meisten Ausländeranteil gesehen? Wo du warst, alle Länder? Weil jetzt, wenn diese Folge rauskommt, ist diese 10 Millionen Schweiz-Abstimmung schon vorbei. Mhm. Vielleicht sind wir jetzt schon bei 10 Millionen. Weißt du? Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu sagen für mich, so, wo sozusagen die meisten Ausländer sind. Ja. Weil du musst überlegen, ne, in Zürich, ich bin ja. Also wenn ich in Zürich oder in der Schweiz bin, dann bin ich ja auch zu einem großen Anteil einfach, sag ich mal, von anderen Deutschen umgeben. Das sind ja Okay. theoretisch auch Ausländer. Weißt du, also, Sind eigentlich auch Ausländer, ja? Sind auch Ausländer, ja? schwer zu sagen. Also ich meine, auch zum Beispiel in England habe ich ja studiert. Ja, Da war ich ja auch nur von Ausländern umgeben. Es waren halt Okay. Mitstudenten. ja. Es ist überall gleich dann ungefähr. Du hast nie irgendwo Ja. eine. Ja, okay, alles Das klar. durchmischt Und Junkies? eigentlich überall. Bitte? Junkies? Die gibt es am meisten in Frankfurt. Frankfurt. Bringen heim. Resident Evil. Und was vermisst du? Ja, das ist wie Resident Evil. Ich kenne es von früher in der Langstraße. Oder? Da haben wir ein Restaurant gehabt und da war Platzspitz und das haben die zugemacht und dann sind die alle vor das Restaurant von meinem Vater gekommen irgendwie. Ja. Was vermisst du aus Deutschland am meisten? Döner in der Schweiz ist nicht gut. Döner in Deutschland ist viel besser Warum? als in der Schweiz. Die Qualität einfach ist in Deutschland besser. Das schmeckt in Deutschland auch viel besser. Frag mich nicht warum, ich kann es dir nicht erklären. Aber selbst wenn ich so die guten Läden in Zürich nehme, würde ich sagen, die sind vielleicht so oberes Mittelfeld in Deutschland. Und die Ja. richtig guten in Deutschland, die fressen die hier in der Schweiz auf. Das ist so. Also die Fleischqualität meinst du oder was genau? Die Fleischqualität, der Geschmack allgemein ist viel besser. Ja. Andere Sache, die ich auch vermisse, ist auf jeden Fall das Tempolimit auf Autobahnen. Tempolimit auf Autobahn. Ja, weil in Deutschland gibt es keins. Ja, das ich finde weiß. um einiges besser. Ja. Ja. Das würdest du gut finden, was? Aber hier haben wir nicht so lange Autobahnen wie in Deutschland, oder?
Ja, aber 120 ist schon sehr wenig, finde ich. Ja, so 140 oder so könnte man schon machen, ja. 150. Ja. Aber um zurück auf den Döner zu kommen, aber es gibt so viele verschiedene Döner. Vielleicht hast du alle schon probiert, die guten? Oder? Einige. Also in der Schweiz, meine ich jetzt. Also ich glaube, ich habe in Zürich habe ich fast alle Bekannten durch, auf jeden Fall, ja. Ja. Und alles, also welcher ist für dich der beste? Wie heißt mit und ohne, finde ich es Mit ganz und gut. ohne, ja. Ja, und dann gibt es noch einen anderen, wie heißt der, zum goldenen Taschenbrot, den finde ich auch noch ganz gut. Wo ist der in Zürich, oder? Der ist in der Nähe der Langstraße. Okay. Beim Züricher Ja, Hafen, kenne ich gar nicht, okay. Und was ist also, oft sagt man so, viele Schweizer gehen nicht nach Deutschland einkaufen, weil sie sagen, die Fleischqualität finden sie hier in der Schweiz viel besser. Also nicht von Döner, allgemein Fleisch. Also tatsächlich, was du sagst, so, ich finde es lustig, weil ich würde es prinzipiell auch so sagen. Also prinzipiell würde ich schon sagen, die Qualität gerade vom Essen ist in der Schweiz besser als in Deutschland. Findest du das besser hier? Ja, 100%. Aber nicht beim Döner. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Von wo kommt denn das Dönerfleisch in Deutschland? Irgendwo von Holland oder so? Könnte auch sein, weil es ist ja oft... Ja, ist klar. Aber welche Produkte zum Beispiel, sagst du, sind jetzt wirklich hier, siehst du einen riesen Unterschied von Lebensmitteln? Fleisch. Als Fleisch meiner Meinung nach prinzipiell ist in der Schweiz. Fleisch, ja? Ja, 100% ist besser in der Schweiz. 100%. Schon so, ja. Ich weiß nicht, in Italien auch. Das ist nicht das Gleiche, nein. Nee. Ich weiß auch nicht warum. Und sonst, aber auch die Preisunterschiede, ich sehe gar nicht so riesige. Weil bei uns gehen viele nach Deutschland einkaufen, weil wir wohnen an der Grenze, also 5 Minuten bist du da. Und ich sehe so viele, die gehen da einkaufen, aber schlussendlich, also wenn ich zum Beispiel, wie heißt der, Edeka, das ist ja genau ungefähr gleich teuer. Wir haben mal, glaube ich, ein Video sogar gemacht, wo wir das verglichen. Aber ja, okay, ich habe extra Bio genommen, ich habe extra die teuren Sachen natürlich genommen, um die Leute zu triggern. Aber siehst du das auch so, wenn du jetzt für 100 € einkaufen müsstest in der Schweiz und in Deutschland für einen Wocheneinkauf, sieht man da einen riesigen Unterschied, oder? Der riesigste Unterschied würde ich sagen, nicht mehr. Es Nicht ist mehr. schon noch günstiger in Deutschland, aber es wird halt auch alles immer teurer in Deutschland. Das ist ja das Problem. Ja, vor allem Handys, ich glaube, TVs und so, das kostet ja, glaube ich, sogar mehr in Deutschland. Das war in der oder? Schweiz schon immer günstiger als in Deutschland. Ja, das ist ja eigentlich unglaublich, weil du verdienst ja hier mehr, aber dann zahlst du auch weniger für, das ist eigentlich schon krass, ja? Wie könnt ihr euch überhaupt Handys leisten? Ich lebe in der Schweiz, ich weiß es Ja, nicht, ich wie die weiß, das da aber drüben nur machen. früher, weißt du? Ja, weil die kosten ja 1000 irgendwas, ja. Und okay, was ist in der Schweiz deutlich besser als in Deutschland? Sonst noch, abgesehen vom Essen? Also kann man zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr. Busse, Bahn, Züge sind in der Schweiz pünktlich. Ah, wegen Pünktlichkeit. Ja, so in Deutschland wunderst du dich, wenn die nicht pünktlich, wenn die pünktlich sind. Ja. So. Es ist da schon normal, dass irgendwie alles unpünktlich ist. Aber mittlerweile sehe ich hier schon oft auch, dass es Verspätung hat, weil das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. noch schlimmer. Ja? Das ist eine Katastrophe in Deutschland. Also Immer in Frankfurt zumindest. Das ist, Ja? Ja. Also kommt irgendwie der Zug die ganze Zeit zu spät? ja, entweder kommt zu spät oder in ganz seltenen Fällen kommt er zu früh. Aber gefühlt pünktlich kommt es nie, habe ich das Gefühl. Es kommt entweder extrem zu spät oder es kommt zu früh. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Weil ich wollte, vorgestern wollte ich ein Video machen, weil jemand, das ist wieder so ein Deutscher, hat etwas eingekauft und gesagt, das ist voll teuer und ich wollte darauf reacten. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen, in Lidl. Und ich war davor in der Schweiz im Lidl, aber das sieht, also es ist voll aufgeräumt irgendwie in der Schweiz. Ja. Und und das ist 10 Minuten Entfernung. Also, aber die sagen dann, weil die haben bei mir kommentiert, ja, die Schweizer machen die Unordnung, oder? Also die Schweizer, einfach die Leute aus der Schweiz. Die machen dann die Unordnung. Aber dann habe ich gesagt, ja, aber da gibt es ja auch Leute, die das aufräumen. Das sind ja Leute, die da arbeiten. Wieso ist das so? Also, hast du das auch gesehen? Ich will jetzt nicht Deutschland die ganze Zeit schlecht machen und angreifen. Ich mache ja auch ein bisschen Spaß. Aber das ist tatsächlich mir das aufgefallen, dass es da viel aufgeräumt ist, schön alles im Regal drin und so. Und das ist genau der Lidl oder Aldi auch genau gleich. Wieso ist das so? Kannst du nicht sagen, ich weiß es nicht. Also siehst du überhaupt, dass das so Ja. ist? Hast du das auch gesehen? Ja. Ja, das ist schon krass. Also es ist wie, ich habe gesagt, hey, das sieht aus wie in Bangladesch hier. Ja, Also aber ohne pass, Bangladesch. ich meine, die Schweiz allgemein würde ich sagen, es ist ordentlicher und sauberer als in Deutschland. Ja. Also in Deutschland, wenn du das, also
Weil Deutschland kennt man auch, der Deutsche ist auch alles in Ordnung, sauber, weißt du, Ja, eigentlich, oder? früher vielleicht mal, aber mittlerweile, also in Deutschland, weißt du, schmeißen die Leute auch oft ihren Müll oder so Zigarettenstummel auf die Straße und in der Schweiz schmeißen sie es halt eher in den Mülleimer. Ja, schon auch, aber ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich ja, Ihr habt ja gar keine Deutschen mehr in Deutschland, oder? wir sind alle hier. Sollte ja kaum noch, nein, da sehe ich sie da grillen und so weiter. Ja, ich hoffe. Was wolltest du sagen, sorry? Du, ich bin vor ein paar Monaten, da war ich in Frankfurt. Ja. Da gibt es so einen Platz, Konstabler Wache heißt es. Mhm. Konstabler Warte, sorry. Nee, Konstabler Wache. Wache, ja, genau. Ja. Und wir sind halt morgens hin, weil das so ein Fitnessstudio, wo mein Vater trainieren geht. Und dann war da so ein bisschen Wind und daher, ich habe gedacht, ich bin irgendwie bei Resident Evil gelandet. Überall ist der Müll rumgeflogen, da liegt einer irgendwie mitten auf dem Platz so. Schlimm. Warum hast du da nicht mal Content gemacht? Das würde mich so interessieren, weil ich schaue immer, eines meiner Lieblingssendungen ist Hartes Deutschland, kennst du, oder? Ja. Ich schaue das so gerne irgendwie, ich weiß, oft schaut man das und dann sieht man, oh, mir geht es eigentlich voll gut, oder? Weil man sieht die Leute da, ja, hast du nie da, ja okay, die Leute zu filmen ist auch vielleicht scheiße, ne? Naja, gut, in dem Müll oder so hätte ich schon mal filmen können, aber. Oder, ja, weil ich sehe oftmals auf TikTok, diese Sachen gehen ja voll viral. Man kann ja auch die Leute zum Beispiel aufnehmen, von hinten, ohne dass man das Gesicht sieht und so weiter. Oder Straßenumfragen mit denen machen, das wäre. Also Frankfurt, das ist ja, oder die den Ballon da platzen lassen, da kommen ja auch immer so Leute aus Frankfurt. Und das geht ja voll viral. Ja, das ist ja immer das, die Leute aus Frankfurt, das ist das Trash-Zeug, ja. Ich hab auch mit Twitch angefangen. So, und in Twitch sollst du immer auf Sachen reagieren. Wie wurde schon so oft gesagt, bitte kannst du mal hier auf dieses, wie Frankfurt Tinder heißt das? Genau, das interessiert die Leute, ja. Nee, aber ich weigere mich damit, weil ich finde das degradierend für die Menschen. Aber du bist ja Frankfurt eigentlich. Ja, das heißt ja nicht, dass ich da jetzt deswegen mitmache. Ja, ich weiß, aber du kennst dich aus, weißt du, weißt, wie das ist. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das schon. Also wir reichen nicht zum Thema, aber dieses Pop the Balloon, also ich verstehe nicht, wie man sich da hinstellen kann. Ja, das ist und so dann machen da irgendwie 10 Leute, hacken da auf die rum oder irgendwie die beleidigen sich. Also ich finde das degradierend, ich finde das nicht schön. Also ich würde es nie im Leben machen. Nee. Ja, ich habe gestern gesehen, das hat direkt so angefangen, ja, ich lutsch Schwänze und so. Boah, ich weiß auch nicht, ja. Aber eben, ich glaube, das ist auch oft extra, die wissen ja, die müssen ja provozieren, es gibt mehr Klicks. Je mehr du provozierst, je mehr Klicks gibt. Ich glaube, das ist auch viel gespielt. Und nicht alles 100% ja, echt. Aber selbst gespielt, sage ich dir ganz ehrlich, würde ich mich nie, also ich würde das niemals machen. So. Ich würde auch nicht darauf reagieren, weil ich finde es einfach nicht schön. Aber ich frage mich, wie man sich als einzelne Person da hinstellen kann und selbst wenn es gespielt ist, sich irgendwie öffentlich, also ich finde das voll schön. Ja, aber drauf reacten, das würde ja eigentlich noch, kannst du ja mal probieren und schauen sich jetzt viele Leute an. Ja, okay, und wenn sich nicht viele Leute anschauen, dann, weil ich probiere auch Sachen ab und zu aus. Und dann sehe ich, was läuft nicht. Und ja, immer das, was ich feiere, läuft nicht. Und das, was ich scheiße finde, das läuft oft. Ja. Und darum muss ich oft machen, was ich scheiße finde eigentlich. Ja. Ja, scheiße. Okay, und was ist in der Schweiz schlechter als in Deutschland? Was in der Schweiz schlechter ist als in Deutschland? Also außer der Döner? Das Tempolimit auf Autobahn. Und das, ja. Ich muss tatsächlich jetzt überlegen, wenn ich daran denke. So. Nein, aber die kommen ja immer die Deutschen hin und machen Videos. Hey, hier ist alles teuer. Das könnte vielleicht doch sein. Also. Ja, gut, es ist, also ja, natürlich ist es teurer, aber so, wenn du ja arbeitest und lebst, dann verdienst du im Vergleich ja auch mehr. So, und dann rechnet sich das ja am Ende des Tages wieder. Ja. Ich bin ja halt auch sehr zufrieden, deswegen fallen mir, also ich kann dir was sagen, ist jetzt nicht per se was schlechter ist, aber das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist so. Ich habe in Deutschland viel mehr Erfolg bei Frauen als in der Schweiz und ich weiß nicht warum. Also in Deutschland? Voll. Ja, weil du dort mit dem Schweizer Lohn hingehst vielleicht und die denken, du bist voll der Multimillionär Sugar Daddy. Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht, aber das ist so, ja. Ich bin noch nie so oft geghostet worden von Frauen wie in der Schweiz. Noch nie. Ja? Ganz Leben noch nicht, ne. Aber von Schweizerinnen, von Schweizerinnen, ja. Also zuerst zeigen die Interesse und dann kein Profilbild mehr, oder? Ja, nee, das ist geghostet. Ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie da 5 Nachrichten hinterher schreibt. So, wenn sie nicht mehr antwortet, dann schreibe ich halt auch nicht mehr. Ja, logisch. Aber, ja. Aber, das hast du gemerkt. Das ist, Ja. Okay.
Aber warte mal, wo du in Deutschland gewohnt hast, da warst du auch viel jünger. Das ist ja schon länger her. Du hast ja gesagt, du warst noch in vielen anderen Ländern. Ja, ich meine, gut, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren hier. Davon war ich jetzt auch insgesamt 2,5 in der Beziehung. Ja. Also ich war jetzt auch nicht so lange Single hier, um ehrlich zu sein. Okay. Deswegen gleicht sich das vielleicht wieder aus. Ja. Oh, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Was denn? Zwar, also es gibt eine Sache, die mir in Deutschland, wo ich sagen muss, wo so vielleicht vom Charakter her, so mir fehlt bei vielen so ein bisschen diese Direktheit. Hier in der Schweiz sind die weniger direkt, Mensch. In der Regel, oder man manche, kann ja nicht Also sind eher so ein bisschen zurückhaltend, ne? Okay. Und das finde ich gut. Also gut findest du das? Ich fände es gut, wenn sie direkter wären. Ja. Eben, das finde ich auch an Deutschen gut, die Direktheit, weißt du, das ist ja weniger hinter dem Rücken und so, die sagen dir direkt. Auch wenn, aber für viele Schweizer ist das halt ein bisschen ab und zu, die nehmen das als arrogant auf, weil sie es nicht gewohnt sind. Ja, nee, ich weiß, also ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel, was mir auch mal eingefallen ist. Es war eine geschäftliche Sache jetzt und da ging es halt um einen Deal, den wir machen wollten. Und ich habe dann da mein Offering rausgeschickt und habe dann, also die haben nicht zugesagt, haben sich einfach nicht mehr gemeldet bei mir. Und ich dachte mir so, hey, du kannst ja wenigstens sagen, hey, ich habe kein Interesse. Das ist so. Ja. Und also ich kenne ein paar andere Deutsche noch, die jetzt auch, sag mal, aus der gleichen Branche kommen, also auch aus dieser Software-Tech-Branche. Und die haben halt Ähnliches erzählt. So. Und ein Deutscher würde dir halt eher sagen, hey, ich habe keine, also nicht, dass man sich jetzt rechtfertigt, aber einfach so, hey, nein, wird nichts. Das wäre irgendwie schön, aber einfach gar nichts zu sagen, finde ich immer so ein bisschen. Ja, das ist schon scheiße. Nicht. Aber denkst du auch, Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland, wo man dann Deutsche nennt und in der Schweiz auch, weil es gibt ja überall viele, dass das auch bei denen so abfärbt, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Schweiz, dass die das auch so annehmen? Zum Teil, ja. Also ich sag mal, wenn du jetzt hier aufwächst und du bist jetzt kein, wie nennt man das jetzt? Du hast keine Schweizer Vorfahren zum Beispiel, du nimmst ja trotzdem irgendwann die Gegebenheiten von dem Land an. So. Ja, das stimmt schon. Ja. Also, was hat dich bei den Schweizern am meisten schockiert? Gute Frage. Hast du einen Schock, so du bist hier hingekommen, hast du Kulturschock, ey, was ist das, was machen die? Sandalen mit Socken und so weiter, aber das habt ihr auch in Deutschland, oder? Sandalen. Oder keine Ahnung. Nee, würde ich nicht sagen. Also Preise haben dich schockiert? Auch nicht, nee. Nein? Nee. Aber du hast mal ein Video gemacht. Ja, aber das war ja sarkastisch. Das war ja. Ja, aber die verstehen das nicht, weil viele haben da Morddrohung und so weiter sogar. Die haben also Morddrohung weiß ich jetzt nicht, aber viele Hate-Nachrichten bekommen, oder? Ja, das schon. Ja. Das schon. Aber mir hat mal jemand gedroht. Mir hat mal jemand gesagt, er würde mich. Wie hat er geschrieben? Du H-Sohn. Ja, du darfst schon hier beim Podcast alles ich darf sagen, was. Also er hat damals zu mir gesagt, du Hurensohn, hör auf mit deiner scheiß Migrationspolitik. Wenn ich dich in die Finger kriege, stirbst du. Das hat er mir damals geschickt. So sogar? Ja, das ist eine Morddrohung. Er hat zu mir gesagt. Also ich bin ja auch zur Polizei gegangen dann. Okay. Und was ist passiert? Die haben ihn gefunden. War es ein Fake-Account, oder? Nee, also er hat ja sogar. Er hat sogar seinen Klarnamen im Account gehabt. So. Also er hat seinen richtigen Namen sogar gefunden. Was? Ja. Und was kriegt so jemand, wo das macht? Also sie haben, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Also er hat auf jeden Fall schon, eine Strafe bekommen, die er dann... Ich glaube schon, ja. Ja, also es hat auf jeden Fall, dann ist verurteilt worden und hat eine Strafe bekommen, die er zahlen musste. Kannst du dann einen Betrag sagen? Darf ich so sagen? Weil ich glaube, das wäre sogar gut, weil dann machen das mehrere Leute. Nur wenn der Fall noch offen ist, dann... Okay. Also kann ich sagen. Ist abgeschlossen? Ja. Ja, also, dann darfst du es ja sagen, ja. Also er ist irgendwie, ich glaube, er ist sozusagen verurteilt worden auf eine Strafe von 1200 Franken. Die wurde aber so wie zur Bewährung ausgesetzt, so habe ich es verstanden. Okay. Er musste dann aber die Kosten des Verfahrens tragen, das waren 500 Franken. Ja, und dir musste er nichts zahlen. Nee, mir musste er nichts zahlen. Ja. Nee. So. Ja, das ist nicht so viel. Für eine Morddrohung 1000, also er musste nicht mal die 1200 zahlen. Also das heißt, wenn er es nochmal macht. Ja. Also ja, gut, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht mehr machen wird, nachdem er das jetzt einmal bezahlt hat dafür. Vielleicht, wenn er Wiederholungstäter dann ist, dann könnte es sein, dass er mehr zahlen muss. Ja. Ja, aber und du hattest Kosten? Ich hatte keine Kosten. Nee. Gar keine? Keine, null. Hattest du einen großen Aufwand? Nö. Weil ich habe auch schon mal bekommen und ich habe gedacht, ja, da muss ich extra dahin gehen und voll viel Aufwand. Nein. Na, also ich bin zur Polizei gegangen
Also Also selbst okay, pass auf, vorbeigegangen. jetzt, okay, pass auf. Du wolltest was mich geschockt hat. Bringen, hey, komm. Ich bin zur Polizei am Sonntag, gehe da hin, ich klingel da hin, da kommt, ja, wir haben jetzt Wochenende, wir sind nicht da, wir arbeiten erst Montag wieder. Kommen Sie doch Montag wieder zur Polizei. So, ja, was, wenn mich jetzt einer umbringen will? So, ja, sorry, ja. Am Wochenende kein Verbrechen. Am Wochenende keine Morde, ja. Am Wochenende? Nee, da ist die Polizei. Das kann doch nicht wahr sein. Also in Deutschland ist die Polizei wach auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Also, ich gehe schon davon aus, dass die Polizei auch am Wochenende aufhat. Ja, also du kannst schon die Polizei natürlich rufen, wenn was ist am Wochenende, natürlich, oder? Wenn du der 117 willst oder so, wenn was ist. Aber ich glaube, vielleicht, um eine Meldung abzugeben, vielleicht geht nicht am Sonntag, ja, könnte sein. Aber oftmals kann man das auch online machen. Aber ich glaube, ich habe es mal versucht, weil jemand hat mir oft geschrieben und so weiter, hat mich gestresst irgendwie, schlitzt dich auf und so weiter. Da habe ich gedacht, ja, okay, der schreibt das jetzt die ganze Zeit. Ich könnte ihn ja einfach blockieren. Da habe ich kurz überlegt, ja, Cyber, jemand hat mir dann geschrieben, auch ein Social-Media-Kollege, ich soll den melden und so. Und dann habe ich da geschaut, Cyberkriminalität irgendwie online, aber da stand dann, ich muss trotzdem vorbeigehen und dann habe ich es gelassen. Habe ich einfach gesperrt. Weil ich glaube, es kann schon sein, dass man weiß ja nie, was im Kopf vorgeht von so jemandem. Aber oft schreiben die einfach und wenn man sie blockiert, ist das Problem gelöst. Ja, ich meine, das Problem ist aber so ein bisschen die Wirkung. Also ich meine, die Sache ist halt die, ich denke, guck mal, wenn er es bei mir macht, macht er es vielleicht auch bei jemand anderem. Ja, das stimmt Dann ist es besser, jemand geht und setzt dem einen Riegel vor, damit er es vielleicht nicht mehr macht. Ja, das stimmt schon. Deswegen, ja. Eigentlich ist es schon gut, ja. Also das nächste Mal könnt ihr mir in die Schuhe blasen, ja. Was nervt dich an der Schweiz? Oder an den Schweizern? Ja, es wäre schön, wenn die Supermärkte auch sonntags offen hätten. Haben sie in Deutschland fairerweise aber auch nicht. Wir haben einen in Schaffhausen, unten einen Denner, der ist offen immer, auch am Sonntag. Echt? Der ist voll. Aber es gibt ab und zu am Bahnhof und so weiter. Der Migrolino oder sowas zum Beispiel, ja. Aber das ist ein Denner, ja. Der ist also so voll. Voll. Alle gehen dahin. Also man könnte so viel Geld machen, wenn man ein Dings aufmacht, irgendwo er dann auch am Sonntag offen hat, ja, eigentlich, ja. In Deutschland ist das am Sonntag, aber nicht überall offen. Auch nicht. Aber die Supermärkte haben länger offen, die haben bis 22 Uhr offen in der Regel. Also zumindest in Frankfurt. Okay. Und hier nicht, nein. Nee, bis 8. Boah, jetzt fällt mir noch was ein, weil du gesagt hast, was mich geschockt hat an der Schweiz. Ja, was? Ich komme hier hin, ich weiß noch, da war ich erst ein paar Monate hier und gehe in den Migros Ja. und da will ich Alkohol kaufen. Und da sagt er zu mir, wir haben ja keinen Alkohol. Haram. Und ich gucke, willst du mich jetzt verarschen oder ist das? Ja, nee, wir haben ja keinen Alkohol. Ich guck, wie, ihr habt keinen Alkohol? Ja, nee, die verkaufen keinen Alkohol. Ich hab nicht geglaubt, das kann doch nicht sein. Bis ich dann gemerkt habe, dass die im Mikro wirklich keinen Alkohol haben. Ja. Aber jetzt mega, genau gestern habe ich gesehen, alkoholfreien Wein und so weiter haben die jetzt im Sortiment. Ja, das ist auch voll im Kommen. Also ist ja allgemein irgendwie alkoholfreier Wein ist ja voll im Kommen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe es mal probiert, aber es gibt ja viele verschiedene vielleicht. Ja, so Bier auch, findest du ja jedes. Und auch alle diese Aperol Spritz ohne Alkohol und alle diese Gin sogar ohne Alkohol gibt es alles. Aber ich glaube, das war eben ein Jude oder so, wo das gemacht hat. Migros oder so, ich habe mal gehört. Nein, Moment, warte. Ich weiß es sogar, weil ich war mal auf so einer Tanzveranstaltung von der Migros. Ja, was hast du gemacht? Ja, also die Migros macht irgendwie, ich glaube, das ist so, also es kostet halt relativ. Oder? Nee, das ist so, die haben da getanzt. Ah. Und die Migros machen das, kostet relativ wenig, du kannst dann da hingehen. Und kostet halt echt nicht viel, ich glaube, weil es auch so eine Genossenschaft ist oder so, ne? Okay. Und aber auch die Geschichte von dem Migros und so ist es zwar, dass der Gründer von dem Migros ist wohl irgendwie, also früher gab es wohl so Karren, weißt du, so Zielläden, so mobile Läden. Okay, womit du halt dann durch die Dörfer gelaufen bist und das Zeug verkauft hast aus diesem Läden. Und der Gründer von dem Migros hat wohl damals gesehen, dass es halt relativ vielen Bauern und Leuten in der Schweiz schlecht geht, weil die halt alle am Saufen waren. Ja. Und auch am Rauchen. Und er hat dann gesagt, er will was dagegen tun, er hat da keinen Bock drauf. Und deswegen hat er angefangen, sich zu weigern, oder hat es vielleicht gar nicht verkauft. Also hat es von vornherein nicht verkauft oder hat sich dann erst geweigert. Und das war halt so sein Prinzip. Und deswegen sind die bis heute noch dabei, dass sie keinen... Und immer noch? Ja, und ich meine sogar, dass sie jetzt vor kurzem irgendwie wieder drüber abgestimmt haben oder so. Und dass sie wieder dafür gestimmt haben. Ja, irgendwas habe ich mal gelesen, aber ich habe da voll nicht, also das mit dem Juden war dann eine andere Story oder so. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, kann auch sein, dass der Jude gewesen ist. Ich weiß nicht, welche Religion er hat. Ich habe gedacht, ich habe das mal gehört, aber ich weiß nicht. Ja, die können es ja in die Kommentare dann schreiben. Ja. Und was nervt dich an den Deutschen?
An den Deutschen. Ja. Also irgendwas schon, sonst würdest du ja noch da leben, oder? Ja, an den Deutschen weniger, eher an Deutschland, würde ich sagen. An Deutschland, Ja. okay. Was nervt dich an Deutschland? Guck mal, das Problem ist in Deutschland, also ich sag's dir ganz ehrlich, in der Schweiz, wenn ich Steuern zahle, ich finde es gut, ist vielleicht übertrieben, aber so, ich habe das Gefühl, in der Schweiz zahle ich eher lieber Steuern, weil die Steuern, mit denen wird was Sinnvolles gemacht. Aha. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, meine Steuern werden irgendwie zum Fenster rausgeschmissen. Wo wird denn das Geld da? Was denkst du, wo das hingeht in Deutschland? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht dahin, wo es hingehen soll. Ja. Das ist so wie es mir vorkommt. Also ich habe das Gefühl, weiß ich nicht. Das ist ja das, was ich meine. Guck mal, die Straßen hier sind ganz so, wenn ich jetzt in der Regel schon, irgendwie ja. Frankfurt angucke, weißt du, wie viele Baustellen da sind Ja. mit Straßen, die nicht richtig funktionieren, Ja. wo irgendwelche Löcher drin sind, irgendwelche Schlaglöcher und so. Ja. Und dann guck ich hier in der Schweiz, ne? Das ist das, was ich meine. Die Züge sind pünktlich, in Deutschland nicht. So, hier ist es ordentlich, sauber und aufgeräumt, in Deutschland nicht. Und das stört mich so. Die Schweiz ist natürlich auch kleiner, oder? Dann hat man es ein bisschen besser im Überblick, oder? Weil es Ja. weniger groß ist. Ja. Und wie siehst du das mit der Ausländerpolitik in Deutschland? Das ist ja ähnlich wie in der Schweiz. Wie meinst du ähnlich? Ja, also ich habe dir ja vorhin schon gesagt, wenn ich so einen TikTok-Livestream schaue, jedes zweite Wort ist Wallah. Hm. Aber Ja, das ist ja in der Deutschland Ja, aber ganz normal. Also die können ja, also ich sehe, das normale Deutsch wird gar nicht mehr so gesprochen in Deutschland. Also nicht wegen Wallah, egal, weißt du, das hat auch gar nicht mit Religion zu tun. Jetzt Ja, aber- das ist einfach, das fällt mir auf. Aber aber guck mal, ich glaube, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was mit Ausländern zu tun hat, aber ich denke, das ist einfach so ein Ja, auch Shift. selbst die Deutschen reden ja so teilweise. Ja, aber ich glaube, guck mal, die Sache ist einfach dass diese Worte, ja, sind halt ganz oft einfach durch, sag ich mal, TikTok oder Social Media, sind die halt sehr geläufig. Deswegen werden sie halt oft benutzt. So, und ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie was mit Ausländern zu tun hat, sondern einfach, weil es halt ist halt so ein Trendwort. Ich meine, Ja, aber das macht ja keinen Sinn, wenn zum Beispiel eine deutsche Familie ist am Abend am Essen und dann sagt der Sohn, Mama, Wallah, ich habe heute... Ja, aber glaubst du, der sagt das auch abends mit der Familie am Essen? Glaube ich nicht. Ja, eben, nein, eben nicht, aber das ist ja komisch. Ja, aber gut, weiß nicht. ja, aber Moment, aber ich meine, wir benutzen ja auch super viele Macht Wörter aus dem keinen Englischen Sinn. zum Beispiel jetzt so. Die Ja, jetzt das macht auch nicht, keinen Sinn für mich, ja. Also Ja. in der Schweiz sehe ich das mehr. Dass Ja, die Bro. Nimm Bro. Bro, ich sage auch oft Bro, ja. Ja, aber Bro ist ja auch kein deutsches Wort. Nein. Bro ist ja überhaupt eigentlich auch nicht. kulturfremd, wenn du es so willst. Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, das ist mehr so eine Sache halt einfach, weil das halt so einfach die Jugendkultur ist und weil das durch Social Media halt einfach benutzt wird. Ja, Und deswegen benutzen die Leute diese Wörter. aber Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was Ja. mit wegen Ausländern ist, glaube ich weniger. Ja, doch, aber das ist ja schon, der Islam ist ja viel mehr verbreitet in Deutschland jetzt mittlerweile. Ja, aber, Als in der Schweiz. aber nochmal. Also ja, Wallah ich kommt ja von da. ja, da, oder? aber Das Bro kommt aus dem Englischen. So, und hier sagen die Leute viel mehr Bro. Ja, aber als das jetzt, sagen die weißt du, was ich Schweiz, meine? das ist nicht, weil Engländer hier hinkommen und das sagen oder Amerikaner, also ich sehe hier fast keine. Die reden einfach so, weil so eine, zum Beispiel literally und so weiter, das Ja. ist, boah, Ja, aber guck mal, ich wenn meine, jemand mit mir so redet, ich würde am liebsten sterben. nein, nein, also verstehe ich. Aber guck mal, das ist genau das, was ich meine. Zum Beispiel, als ich jetzt noch in der Tech-Branche war, Ja. da haben die Leute auch geredet und dann so, okay, ich gebe jetzt ein Beispiel. Ja, und dann ist er da hingegangen und ist so voll confident auf die Bühne gegangen. Ich bin so, ey, warum baust du jetzt ein englisches Wort in einen deutschen Satz ein? Also willst du uns zeigen, wie toll du Englisch kannst, oder wie? Ja, red doch einfach Englisch dann, ja, Richtig. wieso? Ja, richtig. Aber das ist ja genau das Gleiche. Und das ist ja das, was ich meine. Weißt du, bei Ja, der ich Jugend weiß, was hast du du halt meinst, gewisse schon Wörter, die du ähnlich. nutzt, weil das halt einfach da sozusagen kulturell in der Jugendkultur cool ist. Ja, okay, Und macht Sinn, was du sagst. in ja. dieser professionellen Tech-Welt fängst du halt an, englische Wörter auf stumpf irgendwo einzubauen, weil das halt da kulturell gerade angesagt ist. Aber warum dann in Deutschland eher arabische Wörter und in der Schweiz eher englische? Es sind ja viele arabische, es ist ja nicht nur Wallah, es ist ja Ja, aber das sagst ich glaube schon, dass du Scharmuta das, und alle diese Sachen, weißt du? ja, aber ich glaube Wusste schon, ja, aber ich glaube schon, dass du das in der Schweiz auch sagst. Na, viel weniger. Aber, Viel aber, weniger. aber guck mal, wenn wir jetzt bei der Diskussion sind, dann kann ich auch fragen, so, warum reden so viele Jugendliche in der Schweiz immer mehr Hochdeutsch?
Hochdeutsch? Ja. Also wie meinst du? Schweiz, aber ich würde Hochdeutsch reden, behaupten, ne? also die Sache ist, ja. Also ich behaupte, dass viele Findest du? Jugendliche in der Schweiz, oder sag mal, der Anteil der Jugendlichen, die mittlerweile in der Schweiz Hochdeutsch sprechen, auch von Leuten, die hier geboren sind, ist wahrscheinlich höher, als er noch vor 20 Jahren war. Ja, okay, ja, So, ja, auf und jeden ich Fall. Behaupte, Englisch noch 50% mit diesen englischen aus. ja, aber ich behaupte, guck mal, das ist aber genau das, was ich meine. Ich behaupte, das hat halt auch einfach viel mit Social Media und mit der ganzen Jugendkultur zu tun. Ja. Also es ist ja auch so, irgendwie in Deutschland gibt es ja diese PISA-Studien. Ja. Und ich glaube, irgendwie alles ist schlechter geworden bei den Kids in Deutschland, bis auf Englisch. Das ist besser geworden. Aber der einzige Grund, warum es besser geworden Aha. ist wegen Social Media. Wegen Social Media, ja. Ja, ich will auch gar nicht sagen eigentlich, dass das schlecht ist, weil ich schaue mir diese Streams an, wo die Leute Wallah auf Manuelsen, Arafat und die ganzen Yasser, ich schaue mir das Zeug ab und zu an, weil es halt extrem ist, oder? Und ich schaue mir von den Deutschen eigentlich gar keine Livestreams an. Das heißt ja nicht, dass ich es schlecht finde, aber es gehört für mich irgendwie jetzt nichts, ist das nichts Deutsches. Das hat für mich nichts mit Deutschland zu tun, irgendwie. Ja, aber nein, aber guck mal, ich meine, das ist ja das, was ich sage. Es ist halt irgendwie einfach so eine Jugendkultur und es ist gerade Ja, okay. bei den Kids halt cool, das zu sagen. Ja. Das ist ja das, was ich meine. Also, ich habe mal eine Influencerin gesehen, eine Schweizerin, die halt auch irgendwie meinte, so ja, die ganzen Schweizer Influencer würden halt anfangen, versuchen, auf Hochdeutsch zu sprechen. Ja. Weil halt in Deutschland und in Österreich, sag mal, die viel größere Audienz ist, so die viel größere Publikum, was du abgreifen kannst. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen versuchen sie halt Hochdeutsch zu sprechen, so. Aha, ja, okay. Ja, das ist ja nicht das Problem von den Deutschen, verstehst du, was ich meine? Aber das Schweizer Hochdeutsch, was heißt, wenn die so sprechen, oder ich sehe viel, die machen das, zum Beispiel, die gehen in Talkshows, eine Schweizerin zum Beispiel, diese bekannte Bachelorette momentan, und die redet dann da, ja, ich habe jetzt das gemacht. Und dann haben wir hier zu Mittag gegessen. Und so. Wie findest du das? Sie sollen es doch lieber lassen, oder nicht? Nö, wieso? Also Hä? ich finde es ehrlich gestanden schön, wenn die Leute noch diesen Schweizer Dialekt, diese Schweizer Sprache Okay. sprechen. Ich aber auch. Aber das ist das, was ich meine. So, die Deutschen verlangen ja nicht von den Leuten, passt euch an. So, die fangen halt an, sich anzupassen, weil halt einfach die ganze Menge Hochdeutsch spricht. Und klar, dadurch bist du halt, sag mal, für mehr Leute relevant. Und dann ist es wieder so das, was ich gemeint habe mit der Kultur. Weil es halt mehrere machen, gerade bei den Kids, fängst du halt an, dann zu versuchen, automatisch zu adaptieren. Und denkst du, wegen dem wollen die Deutschen nicht Schweizerdeutsch lernen? Weil es mir. Also mir wurde gesagt damals, ich soll es verstehen, aber ich soll es nie selber sprechen. Aber das ist, glaube ich, eine ewige Diskussion, die schon länger angeht. Mir wurde damals gesagt, ich soll nicht versuchen, selber Schweizerdeutsch zu sprechen. Sonst Warum? hätte ich es nämlich gelernt. Was Mir war wurde mit gesagt, dem- wenn ich das mache, dann wird sich das so, für viele Schweizer wird es rüberkommen, als würden wir sozusagen uns über ihre Sprache lustig machen, was nicht stimmt. Aber daraufhin habe ich dann gesagt, okay gut, wenn ihr nicht wollt, dass ich es lerne, dann lerne ich es halt nicht. Also, wenn du nicht versuchst, Schweizerdeutsch zu reden, denken sie, dass du dich lustig über die Sprache. Andersrum. Wenn ich versuchen würde, Schweizerdeutsch zu Ja. sprechen, dann hat man mir gesagt, ist das so, weil ich das niemals so hinbekommen würde wie ein Schweizer, haben mir halt viele Schweizer gesagt, lass es einfach ganz. Red auf Hochdeutsch, sorg nur dafür, dass du es verstehst. Was ist deine Meinung zu dem? Schreib sie Kommentar. Bringen heim. Zu was? Ja, nein, weißt du, da mache ich ein Reel draus. Mhm. Aber komisch, warum? Habe ich jetzt, ja? Ja, ich verstehe es irgendwie, aber du kannst es ja gar niemand lernen. Also hast du es dann überhaupt schon mal, also mir, ehrlich, ich muss sagen, mir ist scheißegal, wie du redest, oder? Nicht, dass du denkst, ich bin. Ja, klar. Aber hast du mal probiert, Schweizerdeutsch zu reden? Nee. Hast du gar nicht probiert, Nee. ja? Ja, eben nicht. Mein Vater ist ja auch 50 Jahre oder so hier. Kann auch noch kein Schweizerdeutsch. Ja. Das ist Italiener, oder? Ja. Das ist, glaube ich, bei den Italienern das Gleiche. Aber die reden anstatt Hochdeutsch, die reden einfach das gebrochene Deutsch und das bleibt so. Die lernen bis zu einem gewissen Grad und da bleibt es dann einfach und für die nächsten 50, 60, bis sie sterben, bleibt es so, ja. Keine Ahnung warum. Ja. Und was ist das? Wirst du oft als Gummihals bezeichnet? Was ist Nee, diese gar Bezeichnung? nicht. Gar Nein. nicht. Also es ist ja ich meine, gut, das ist ja eins meiner alter Egos. Ich habe mich selber so genannt. Ja, weil außerhalb von Social Media habe ich dieses Wort noch nie verwendet. Also Gummihals ist per se, glaube ich, eigentlich eine Beleidigung für Deutsche. So. Man hat immer mehrere. Warum? Also mir hat man mal, Gummihals, also es gibt jetzt mehrere Erklärungen, die mir gesagt hat. weil Einmal hat man mir erklärt. Ich habe es meinen ChatGPT eingegeben. Mhm. Der hat gesagt, weil die schauen überall so rum und so.
Ja, genau. Oh, was Also ist das? mir hat man mal gesagt, es heißt Gummihälse, weil angeblich würden die Deutschen immer vor den Schaufenstern sehen und sagen, oh, ist das teuer, oh, ist das teuer, oh, ist das teuer. Wo ist der Ausländer, der Araber? Wo ist der Araber, der hier mein Kind? Also das hat man mir mal gesagt. Dann hat mir mal jemand gesagt, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so schnell unsere Meinung wechseln würden. Ja? Das hat man mir mal gesagt. Okay. Aber ich glaube, das ist halt, wie gesagt, das ist halt auch eher so ein bisschen so ein älterer Ausdruck. Mhm. Gummihaus, ja. Ja. Ja, eben, vor Social Media, ich wusste gar nicht mal, dass es das überhaupt gibt und ich habe das nie verwendet, ja. Hattest du Angst, in der Schweiz nicht akzeptiert zu werden, wo du hier hingekommen bist? Nee. Nein, weil du hast schon gewusst, dass es ist ja so, viele Schweizer, man sieht es ja auch unter den Beiträgen, wir haben ja auch zusammen schon Videos gemacht und dann habe ich schon viele negative Kommentare gesehen, nur weil du Deutscher bist. Eigentlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe, ja, Kommentare am Anfang waren es echt viele negative. Sehr viele, oder? Wir haben es ja zusammen, ne? Also du hast mir ab und zu Screenshots. Aber mittlerweile ist es extrem wenig geworden. Okay, gut, ich meine, ich glaube auch die Art von Content, die ich mache, hat sich ein wenig geändert. Ja, du hast ja extra provoziert. Das ist Zum Teil, Gummihals ja, hast du ja klar, ja. oder? Aber es ist ja unser Satire-Kanal. Ja, aber Aber viele ich meine, checken steht ja auch das in der nicht. Beschreibung, ja, aber viel, also viel ich Ja, glaube. bei mir steht das auch. Ich gehe jetzt vor Gericht am 19. Ich muss mal gucken, was die Beschreibung von dem Kanal ist. Jetzt von deinem Von Corporate. dem Gummihals-Kanal, warte mal. Ah, aber den hast du jetzt umbenannt oder Nein, gibt's den noch? den gibt's immer noch. Ah. Der ist einfach inaktiv sozusagen. Aber wirst du da wieder was posten oder nicht? Ja, vielleicht in der Zukunft mal, jetzt noch nicht. Aber, Okay. Ja. Jetzt lädt's natürlich genau nicht, wo es laden soll. Ja, normal. Genau, Also, doch, hier Beschreibung. Der Gummihals erklärt Deutschen die Schweiz und Schweizern, wie es richtig geht. Aha. Ja, eben, das ist ja schon provokativ, ja. Ja, mir hat mal einer geschrieben, hey, ich bin Albaner und sogar mich machst du damit aggressiv. Ja, okay, die macht man schnell aggressiv, ja. Scheiße. Ja, also dann hattest du keine Angst, hier nicht akzeptiert zu werden. Nee, null. Ah, okay. Wurdest du schon einmal wegen deines deutschen Akzents blöd angemacht? Also, dass die sagten, du musst die drauf bestehen, dass du Schweizerdeutsch redest? Ja, gibt's sogar eine lustige Geschichte zu. Okay. Ich war damals in Zug und habe Volunteer gemacht bei einem Event, das heißt Wings for Life heißt es. Ja, Wings for Wings for Life, meine ich. Das ist halt so ein Lauf und dann läufst du und dann wird Geld gesammelt. Ja. Und da habe ich halt volontiert und da habe ich das mit aufgebaut. Mhm. Und dann das ist auch eine super lustige Geschichte. Dann war da auch eine Schweizerin und die hat sich dann auch beschwert, dass ich kein Schweizerdeutsch sprechen könnte. Ja. Also sie war aber super nett, aber die hat sich halt permanent darüber beschwert. Ne? Und meinte Also immer wie? Wie hat sie sich beschwert? Sie hat es dir gesagt? Sie hat halt gemeint, ja, ich müsste das lernen und Einfach und so ich müsste eiskalt. Ja, und immer hier, wir Schweizer. Und ich müsste Genau diese Leute parodiere ich in meinen Videos eigentlich. Ja, Ja, warte, komm, es wird noch lustig. sorry. So, und ja, wir Schweizer und die Deutschen müssten sich anpassen und blablabla. Und also sie war nett eigentlich, ne? Jetzt nicht falsch verstehen, sie war schon super nett zu mir. So, sie hat halt, das hat sie halt immer. Und dann hat sie mir so einzelne Wörter beigebracht. Und dann erzählt sie redet die ganze Zeit immer von wir Schweizern und ihr Deutsche. Und irgendwann sitze ich da und dann erzählt sie, weißt du, als ich damals mit 12 von Deutschland in die Schweiz kam, und ich so, Hä? was? Sie ist Deutsche, oder? Ja. Ich so, du bist doch selbst zugezogen. Krass, ja. Aber es gibt viele Deutsche, wo man niemals checkt, dass die überhaupt, dass die gar keine Schweizer sind. Ja, aber pass auf, die Deutschen sind ja auch super gut integriert. Also ich meine, das ist ja die Sache so. Ja, voll. Wie viele hier haben irgendwie deutsche Vorfahren oder sind sag mal, Meine sozusagen- Schwiegermutter zum Beispiel. Die ist ja auch deutsch. Sie ist 0% Schweizer. Du denkst, sie ist 100% Schweizerin. Ja, aber guck dir doch mal an, alleine wenn du Social Media nimmst, was ist denn die größte Ausländergruppe in der Schweiz, anzahlmäßig? Die Deutschen. Deutsch, ja, Italiener, aber bei uns in Schaffhausen Deutsche, 100%. Ja, aber was sind es auf die ganze Schweiz bezogen? Deutsche. Ich glaube schon, Deutsche. So, die ja. größte Ausländer. Macht Sinn. So, Ja. wie viele so Content Creator zum Beispiel kennst du, Mhm. die irgendwie Italiener sind und dann die Italiener in der Schweiz? Aha, ja, So. okay, wo die Eltern, ja. Genau. Das ist bei Deutschen auch so, ja. So. Ja, nein, Moment. Also es gibt ja super viele Charaktere, die sozusagen jetzt Italiener sind, in die Schweiz gezogen sind oder auch deren Kinder und die parodieren. Ja, So. Von Albanern gibt es auch super viele, ja, voll. die sozusagen, weißt mittlerweile. du? Nenn mir einen Deutschen, der einen deutschen Charakter spielt und sozusagen die Deutschen parodiert. Gibt's nicht. Warum? Weil die Deutschen sich so dermaßen integrieren, dass du dir ab der ersten Generation merkst die gar nicht mehr. Überleg doch selbst, ihr habt doch auch diesen stimmt, Gag einmal gemacht mit dem Seki. So, da.
So. Was war das für ein... Wo ihr da an dem Tisch gesessen habt, wo es darum ging zu bezahlen. Ah, ja. So. Und wer hat den Deutschen gespielt? Warte mal, ich habe den Deutschen gespielt, ja. Weil sie nicht mal einen Deutschen finden konnten, der das macht. Weißt du, was ich meine? Weil die Deutschen so integriert sind, so dass die nach einem Jahr schon selbst Schweizer sind. So. Ja. Stimmt, ich habe den Deutschen gespielt. Ja, aber siehst du, da hast du den nächsten. Das Seki ist so, parodiert jetzt zum Teil auf die Türken, weil halt türkisch. Ja, weil er ist auch türkischer Abstammung, ja. Ja, aber es gibt keinen einzigen Deutschen, der die Deutschen parodiert, weil die nach einer Generation in der Schweiz schon so dermaßen integriert sind, dass es gar nicht mehr auffällt, dass das eigentlich mal Deutsche waren. Aber könnte es nicht auch sein, weil ich glaube, es ist auch in Deutschland, sehe ich das auch, der Nationalstolz nicht so krass da ist. Das kann jetzt sein, ein bisschen mehr mit diesem Boxer da, hast du den gesehen? Wie heißt der? Welchen Boxer da? Der Junge da, der 22. Meinst du Max Holzer? Ja, genau. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung da rein und so. Er ist ja, aber direkt, wenn jemand die deutsche Flagge hochhält, die schreiben immer, er ist ein Nazi und so. Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, der ist... Habe ich jetzt gesehen. Ja, der ist ja null Nazi und so weiter. Ich verfolge das ja ein bisschen. Und da gab es auch eine Bewegung da mit Cashmo, der macht ja Musik und so. Mhm. Ja, die haben dann Musik gemacht oder Flair, die haben dann eine Deutsche Welle und so deutsche Sachen. Und die werden dann direkt als Nazi bezeichnet. Ja, viele Deutsche haben schon eine sehr... Ja, man kann ja gar, das ist in der Schweiz auch so, jetzt mit der 10 Millionen Abstimmung. Wenn das rauskommt, ist das schon abgestimmt. Wenn jemand Ja abstimmt, ist er direkt, er ist, wie sagt man, nicht ein Nazi, er ist einfach ausländerfeindlich. Warum? In Italien ist das, aber in Italien ist es auch so jetzt, ja. In Italien sehe ich das auch so, weil da ist ja genau das gleiche Problem wie in Deutschland und in der Schweiz. Es ist halt, wenn viele Leute vom Ausland kommen, dass dann die eigene Identität und Kultur irgendwann verloren geht. Und das ist in Italien genau gleich. Aber wenn man dann nur sagt, hey, ich will das beibehalten, direkt. Ohne dass du sagst, die scheiß Ausländer, die sollen sich verpissen und so weiter. Das ist, könnte das nicht auch wegen dem sein? Wegen was? Eben, dass die Deutschen Angst haben, weißt du? Wegen dem Nationalstolz. Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele Deutsche haben halt mittlerweile einfach eine relativ... Ja, wie nennt man das? Relativ viel Migrationshintergrund, ja. Nein, also ich meine, die Sache ist die, also ich meine, wenn du mal überlegst, so super viele Deutsche wollen ja auch auswandern aus Deutschland. So. Also ich meine, die Auswanderzahlen aus Deutschland sind ja extrem hoch. Ja. So, und das liegt ja halt auch daran, dass viele halt einfach unzufrieden sind. So. Ne? Und das ist... Ja, ich habe eben die Sache zum Beispiel, Weihnachtsmarkt, das darf nicht mehr Weihnachtsmarkt genannt werden und so. Das finde ich halt schon voll übertrieben. Weißt? Ich bin überhaupt nicht gegen Ausländer, aber das hat ja... Das ist, wieso soll das ist um die Ausländer nicht zu diskriminieren, darf man das nicht mehr Weihnachtsmarkt? Ich glaube, da muss man differenzieren. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du irgendwie vom Gesetz her das verboten ist, das nicht mehr so zu nennen. Es ist einfach so, dass nicht vom Gesetz? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht genau drin, aber ich sehe halt Videos und so Artikel. Das heißt ja... Ja, ich glaube, also ich denke mal, dass manche Betreiber das umnennen, aus welchem Grund jetzt auch immer. Aber ich denke, es ist jetzt keine Vorschrift. Dass niemand da reinfährt vielleicht, oder? Okay, so. Ja, aber das sind ja die Fakten, weißt du? Das sind ja... Ja, aber nein, das ja, nicht. aber das sind ja Fakten. Es ist ja Fakt, wenn man das in Google eingibt. Da bin ja nicht ich, wo das sagt. Da kann man ja selbst schauen. Google, schreibst Weihnachtsmarktanschlag. Ist ja egal, wer der Anschlag, ob das ein Deutscher gemacht hat oder was auch immer. Also die Leute, die da reinfahren, die machen das ja jetzt nicht, weil es Weihnachtsmarkt heißt. So, die fahren da ja rein, weil sie da reinfahren. Keine Ahnung, wollen. darum frage ich, ob es wegen dem das... Nein, das denke ich nicht. Also ich denke eher, das sind die Betreiber, die das umnennen, aus welchem Grund auch immer. So. Was sie jetzt dazu bringt, weiß ich nicht. In den Köpfe kann ich nicht reingucken. Weil hier in der Schweiz, wenn so Feste sind und so weiter, die stellen ja immer diese großen Säcke auf. Was sind diese Säcke? Damit keine Autos da reinfahren. Ja, das ist in Deutschland auch. Ja, klar. Das ist ja, dass man das überhaupt machen muss, ist ja gestört, oder? Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass das ja, jetzt nur ein Ausländer das machen muss. Nein, das geht ja gar nicht um das. Aber wenn man das sogar umbenennen muss. Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand, der da reinfahren will, sich jetzt davon abhalten lässt, dass es jetzt irgendwie anders heißt. So. Der wird auch da reinfahren, wenn das nicht Weihnachtsmarkt heißt. Okay. Ja, ich habe halt den Sinn gesucht, wieso dass man den Namen ändert, oder? Ich glaube, dass manche der Betreiber halt einfach sich da
Warum auch immer. Aber ich meine, es ist jetzt nicht gesetzlich Und weil das verboten, halt oft Ding Weihnachtsmarkt passiert, zu- kann dass ich mir nicht jemand da vorstellen. reinfährt, weißt du? Dass da einen Zusammenhang geben könnte. Nein. Also jemand, der da reinfahren will, der fährt da ja nicht rein, weil sie jetzt irgendwie seiner Meinung nach den falschen Namen hat. Ja, nicht Weißt du, was ich genau meine? wegen dem Namen, aber weil es vielleicht christlich ist oder so, keine Ahnung. Nee, das ist klar. Also ich kann, also ich weiß es nicht. So, Ich bin weiß kein es auch nicht, ich bin Kriminologe, noch nie ich kann nicht so, reingefahren. Jesus. Bis jetzt. Ich kann nicht so in die Köpfe der Leute gucken, aber so, Ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der das machen will, jetzt sich sagt, okay, ja, das heißt jetzt anders, jetzt mache ich das mal besser nicht. Glaube ich nicht. Was denken Schweizer über Deutsche, das überhaupt nicht stimmt? Was denken Schweizer über Deutsche, was überhaupt nicht stimmt? Mhm. Also ihr habt keinen Gummihals, Hm. wenig Lohn habt ihr definitiv, Ja, das stimmt. kein Geld. Fällt mir jetzt gar nichts ein, so wirklich. Ich glaube, diese ganze ich bekomme Thematik. Also, und dann da wird haben wir ein Video gemacht, ja. Ja, uns wird ja oft nachgesagt, dass wir sozusagen. Bekommst du eigentlich was zu trinken, ne? Ich bekomme. Ja, ich bekomme was zu trinken. Ja. Ich bekomme. Ja. Merci. So, ja, ich glaube, also uns wird, glaube ich, oft nachgesagt, dass wir irgendwie unhöflich sein. Aber ich meine, dieses Ich bekomme, das ist auch in ganz Deutschland nicht so verbreitet. Also ich habe das noch nie gesagt, wirklich. Außer Okay. aus Spaß. Ja. Ich weiß auch nicht, woher dieses Vorurteil kommt, dass wir irgendwie so. Ja, aber das unhöflich sagen wir sind. schon noch. Aber das heißt ja, ich glaube, das ist gar nicht so gemeint. Weil das ist einfach eine Sprache. Man verwendet das anders, glaube ich. Weil hier sagt man auch, das heißt, es ist wie ein Befehl. Hol mir ein Wasser. Dann bring mir ein Wasser. Ich bekomme ein Wasser. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so deep. Nee, ist es auch nicht. Ja. Ist es auch nicht. Aber es könnte sein, wenn man da ein Reel macht, dass die Leute dann trotzdem. Aber wir haben es ja gesehen, wir haben ja genau über das Thema ein Video gemacht. Ja. Und da haben ja voll viele kommentiert, auch negativ, ja. Ja? Ja. Hast du Schweizer, das haben wir schon. Du hast, aber könntest du einen Satz auf Schweizerdeutsch sagen? Umbringen, hey. Hm? Ich kann dir sagen, es haut mir den Nuckinus. Nein. Usse. Es Usse. haut mir den Nuki raus. Es haut mir den Nucki usse. Hey, look. Wie findet ihr? Wie hat er das gesagt? Bringen, hey. Es haut mir den Nuki raus. Das ist auch so ein geiles Wort, so Sackgeld, ne? Sackgeld. Hodensackgeld. Wie sagt man das? Taschengeld. Sagt Taschengeld, ja. Man. Ja, Tasche, Sack, ja. Das haben wir auch schon gehabt. Also, du hast keine Kinder, oder? Mhm. Also, wenn du Kinder hättest, würdest du die lieber in Deutschland oder in der Schweiz auf? Warum? Weil es sicherer ist. Also, es ist sicherer. Warum? Was ist sicherer? Was man in Frankfurt? Dass niemand reinfährt, oder was? Yes, nein, aber was man in Jetzt Frankfurt? kommen wir wieder zurück. Was? Was man in Frankfurt? In Frankfurt, nein. Mein Bruder war mal da, der wurde fast abgestochen. Aber er hat irgendwie einen angespuckt. Er war besoffen. Ja, irgendwie. Warte, dein Bruder Nein, hat er hat gesagt, ja, du Hurensohn hast nicht geduscht und so weiter, irgendwie auf Italienisch. Und der, und der andere hat gesagt, hey, io parlo italiano. Was hast du gesagt? Dann hat er ein Messer gezückt und hat ihn verfolgt und der wollte ihn umbringen. Und er ist dann in einen Kebabstand rein und dann von da ist er raus, weil der hat gesagt, geh raus. Und dann ist er in ein Taxi geflüchtet, mein Bruder weg. Ja, wenn jemand ein Messer zückt, was will ich machen? Also ich Mega meine, schnell gegangen. Frankfurt ist wild, aber jetzt das. Ja, mein Bruder, er würde in Frankfurt, das passt zu ihm. Weißt du? Der Frankfurt passt zu ihm. Also nicht, dass er ein Junkie ist oder so, aber ja. Weißt du, wir sind ja mit solchen. Es ist nicht wie in Frankfurt, aber in der Langstraße, früher 90er Jahre, 2000er Jahre, war schon ähnlich. Jetzt nicht mehr. Aber es war mega ähnlich und wir haben halt da ein Restaurant gehabt, haben das ein bisschen gesehen und wir haben auch, wo wir aufgewachsen sind, viel mit Leuten verkehrt, die auch halt Drogen konsumiert haben und dann hat man so ein bisschen, aber Frankfurt ist viel schlimmer, ja. Viel. Und dann weiß man halt, was man zu tun hat. Ja. Du wurdest noch nie in Frankfurt irgendwie? Angestochen? Nee.
Oder irgendwie hast du selbst Fentanylposen gemacht und so weiter? Nein, hast du nie. Aber wenn man eben da aufwächst, wo es viel Drogen gibt, hast du nie auch Kontakt zu Drogen gehabt? Also, ich meine, ja klar, wenn du das Bahnhofsviertel Selbst gehst, siehst du konsumiert? irgendwie, nee. Nein. Das Ja, weil weiß ich viele nicht. rutschen da rein dann, oder? Und Nee, ich glaube, also ich meine, die Sache ist die, ich glaube, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Großteil der Abhängigen im Bahnhofsviertel aus Frankfurt kommt. So. Ja, es wird auch Ja. Leute geben, aber es ist, ich meine, das ist ja so ein Anzugspunkt. Das ist ja wie ein Magnet für die Leute. Mhm. So, die wissen, das gibt's da und dann kommen sie ja dahin. Also es gibt ja sogar im Bahnhofsviertel gibt's ja irgendwelche Leute, die irgendwie Engländer sind oder Ja. die dann nicht mehr Deutsch können, die Englisch sprechen, aber dann irgendwie im Frankfurter Bahnhofsviertel rumhängen, weil da gibt's ja Drogen. Aha. Ja, also ich meine, das ist ja wie so ein Anzugspunkt. Ja. Und es gibt halt so ein paar Hochpunkte irgendwie, weil so, ich denke mal Frankfurt, weil in Berlin wird es wahrscheinlich auch noch viel geben. Ja, Ich meine, in Berlin auch. Hannover gibt es, glaube ich, auch noch recht viel und so wahrscheinlich auch noch irgendwie Hamburg oder Dortmund und so. Und dann treffen die sich halt da an den Orten, ne? Ja. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt wie wenn du, ja, ist jetzt ein komischer Vergleich, aber wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Automechaniker wirst, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du in irgendeiner Stadt landest, wo halt Ja. Autos hergestellt werden oder willst, wenn du in der Autoherstellung arbeitest, so vielleicht besser formuliert. Mhm. Das Ja. denke ich, das ist halt ein Anzugspunkt, aber mir ist jetzt, wenn ich so überlege, ich glaube, also aus meinem eigenen direkten Umfeld kenne ich niemanden, der irgendwie abhängig geworden ist Ja. und irgendwie am Bahnhof hängt. Also mal aus dem erweiterten Umfeld fällt mir eine Person ein, die ich, glaube ich, einmal in meinem Leben gesehen habe, der irgendwie wirklich hart abgerutscht ist. Aber Okay. ansonsten, Wo jetzt auf der Straße lebt, da zum ich weiß nicht, ob er auf der Straße lebt oder Ah, er war anscheinend auch mal im Gefängnis. Aber das, wie gesagt, das ist Ja. jetzt nicht wirklich, also ich kenne den nur über Ecken. Ich habe den wahrscheinlich einmal im Leben gesehen, so Mhm. mir wurde das halt erzählt, aber sonst. Ja, ich verstehe halt nicht, eben das ist zum Beispiel in Deutschland sieht man viel mehr so Plätze, wo viele, also eben bei Hartes Deutschland, wo die Leute offen überall auf der Straße Drogen konsumieren können, oder? Ja, also du hast Das sieht man schon in Frankfurt hast du eine offene Drogenszene. Ja. Das Ganze, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Falls, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich meine, das Ganze ist damals dieses Konzept der Frankfurter Schule gewesen. Mhm. Zwar war das so, dass ich meine, in den 70ern und 80ern hast du halt sehr, sehr harten Konsum in Frankfurt gehabt. Ja. Und auch auf so öffentlichen Plätzen. Also es gibt rund ums Bahnhofsviertel gibt es zum Beispiel die Taunusanlage. Mhm. Dann gibt es da so ein, der wird in Frankfurt nennt man den Knochenpark. Frag mich nicht, warum der Knochenpark heißt. Der heißt auch nicht wirklich so, den nennen nur alle so. Ja. Da wurde halt sehr, sehr viel, ich glaube, ist das Taunuspark? Keine Ahnung. Also, Ja. aber auf jeden Fall Taunusanlage, in diesem Knochenpark wurde halt super viel konsumiert und dann haben sie halt irgendwie versucht, die Plätze frei zu bekommen. So. Also, da gibt's auch da, ey, da kannst du dir Stories angucken, da liegen die Leute wirklich auf dem Boden, Ja, eben, ich schaue mir das an. spritzen sich offen. Ja. Also, mein Vater war damals auch, der ist Krankenwagen gefahren, der hat gemeint, wenn du da hingefahren bist, um jemanden abzuholen, du hast den Krankenwagen da ausgestellt, ich meine, du hast die Person geholt, bist wieder gekommen, der ganze Krankenwagen innen geklaut, so. Weil alles Ah, irgendwie was? Metall und so konnten die halt verkaufen, ja. Der hat gemeint, wenn du den Krankenwagen da unaufbesichtigt gelassen hast, die alles daraus gestohlen. Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, da kann man nichts machen. Also wieso beseitigen die nicht irgendwie? Keine Ahnung. Naja, deswegen kam ja dieser Frankfurter Weg, also diese Frankfurter Schule. Oder wie Ja, das aber die hieß, sind ja Frankfurter Weg, nur meine ich. da sind die jetzt, oder was? Nein, pass auf, diese Frankfurter, ich weiß nicht, ich meine Frankfurter Weg heißt es. Sie haben halt dann diese Fixerstuben aufgemacht im also im Bahnhofsviertel, wo halt die Leute sich, sag mal, saubere Nadeln, weil es war auch die Zeit von AIDS damals, HIV und AIDS. Und dann haben sich halt super viele Leute infiziert, weil sie halt gleich Nadeln benutzt haben. Und dann haben sie halt diese Drückerstuben da aufgemacht, wo du halt reingehen kannst und du kannst dir das spritzen. Aha, ja, das gibt's ja da auch so. Genau, und und es gibt's in Frankfurt im Bahnhofsviertel gibt's das, ich glaube im Ostend gibt's auch noch eine. Aber hast du mal gesehen, also es gibt ja so eine Reportage, es gibt tatsächlich eine Reportage, wo sie Frankfurt und Zürich vergleichen. Ja, nein, habe ich nicht gesehen. Ja, Das gibt wär es. mega Also sie interessant. vergleichen die Drogenszene in Frankfurt und Zürich. Und in Zürich gibt's die auch, nur in Zürich haben die halt Orte, wo die wirklich so Genau. abhängen dürfen. Wo Ja, auch, früher war es eben nicht so, oder? Da waren die alle da beim Platz. ja, genau. So, und in Zürich ist das aber viel geregelter. Man muss halt dazu sagen, Zürich ist halt auch Stadt halt einfach nochmal kleiner, ein gutes Stück kleiner. Viel als kleiner, Frankfurt. ja. Und deswegen, ja. Ja, eben, aber viele Städte überall, sogar Bremen und so weiter, da kommen ja immer wieder. Und die können da wie nichts machen. Weil ich finde, das ist ja ein schlechtes Bild, wirft das auf Deutschland, oder? Ja, aber die Frage ist, wie willst du es unter Kontrolle bringen? Ja. Da geht's besser nichts. Ja, du könntest wahrscheinlich Nein, Abgabestellen machen, dass du halt irgendwie sagst, okay, gut, du gibst den Leuten jetzt wie also in Zürich ist es ja sogar so, dass die Schwerstabhängigen das sogar in diesen gewissen Ortschaften, wo sie da rumhängen dürfen ja die Schwerstabhängigen sogar verkaufen. Ja. So, und dann, Ah, sogar, ja. ja, und dann verkauft halt irgendwie
Und so haben sie es halt unter Kontrolle gemacht. Aber ich meine, das ist, wie gesagt, das kannst du halt auch nicht mit Frankfurt vergleichen, weil Zürich einfach viel kleiner ist als Frankfurt. Mhm. Würdest du nie mehr zurückgehen nach Frankfurt? Schwere Frage. Hast du Verwandte da überhaupt? Ja, meine Familie lebt da. Ah, okay. Ja. Ja, das wäre ein Grund zum Beispiel. Meine Eltern werden halt auch immer älter. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, es ist wirklich eine schwere Frage. So aufgrund von Familie etc. und so wird schon irgendwie Sinn machen. Mhm. Auf der anderen Seite fühle ich mich ehrlich gestanden, wie gesagt, auch der Schweiz sehr verbunden. Ja. Ja, es ist aber, ja, ganz schwere Frage. Ganz, ganz schwere Frage. Schweizer Pass willst du irgendwann? Ja, Willst du machen? Oder? hätte ich schon gerne. Ja. Wie geht das? Wie lange bist du jetzt schon in der Schweiz? 5,5 Jahre. Und ab wann kannst du das 10. machen? Ab 10 Nach kannst, 10? Ab 10 kannst du ihn beantragen, aber mir wurde gesagt, der Prozess dauert auch noch mal so 1 bis 1,5 Jahre. Oder du heiratest eine Schweizerin, oder? Ja. Hast du eine, die ich heiraten kann? Hä? Kennst du eine, die ich heiraten kann? Ich weiß nicht, aber falls ihr Interesse habt, Corporate Chris, schreibt es in die Kommentare und bringt ihn heim. Er hat auch einen Schweizer Lohn und keinen deutschen Lohn. Ja, ja. Also verdient man in der Schweiz wirklich so viel besser als in Deutschland? Also kannst du ein Beispiel machen? Weißt du das vielleicht? Zum Beispiel ein Kellner, weil ich weiß, die Löhne hier weiß ich, aber in Deutschland, ich weiß nicht genau. Oder Also ein Friseur oder so. Kellner weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, was ich glaube, der durchschnittliche Lohn ist in der Schweiz, glaube ich, irgendwie 72.000. Ja. Was ist das im Monat? 4? Nein. Nee, mehr. Achso. So, ja, okay, warte. 4, Brutto oder ich net rede immer jetzt? von netto, ja. Du musst ja Brutto brutto rechnen. 6 oder so. Ja, sind 6. Sind genau 6. Wenn es 72.000 sind, es genau 6 im Monat, ja. Und in Deutschland, ja, Ich meine, in Deutschland ist der irgendwie vielleicht sogar unter 40. unter 40. Würde ich annehmen, ja. Ich weiß es nicht, aber ich würde es annehmen, ja. Ja. Ja, das ist schon krass. Ja. Wenn du. Na, das macht keinen Sinn. Das ist ja logisch. Also, da steht, wenn du morgen die Wahl hättest, Deutschland oder Schweiz, wo würdest du leben? Ja, Schweiz. Aber du machst mega viel so Videos, wo du Länder vergleichst mit der Schweiz, glaube ich. Früher, ja. Jetzt nicht mehr, die sind doch nicht gut. mehr. Die liefen noch sehr gut. Die Ab sind und sehr zu, gut teilweise, ja. Also kommt drauf an, welches Land du genommen Ja. hast. Weil viele fühlen sich dann halt getriggert. Ich glaube, welches war am besten? Mit Albanien, glaube ich, oder mit Kosovo? Albanien lief gut, Somalia lief gut, Afghanistan lief gut, Türkei lief gut, Libanon lief gut. Aber von wo weißt du die ganzen Sachen von den Ländern? Ich weiß halt viel. Ja, weil ich habe dann gedacht, von wo weißt du das überhaupt und so weiter. Ja. Also wenn du auswählen könntest, welches Land würdest du am liebsten leben? Weltweit. Ja. Schweiz. Schweiz? Ja. Ja, aber hier gibt es kein Meer und so weiter. Ist mir doch egal. Ist egal. Ja, ich bin nicht so der Meertyp. Nein. Nee. Lieber Berge oder was? Ja, Berge und Seen. Ja, okay. Ja. Aber hier muss man so viel zahlen die ganze Zeit. Ich weiß, in Deutschland auch und so weiter. Aber wenn ich hier also hier finde ich scheiße in der Schweiz, es motiviert mich gar nicht mehr zu verdienen. Wieso? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel die 100.000er-Marke im Jahr überschreite als Selbstständiger, ich muss dann Mehrwertsteuer zahlen und so weiter. Ich muss mehr Steuern zahlen. Ich muss nur, wenn ich mehr verdiene, ich muss mehr zahlen die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, es ist so. AHV, alles muss ich mehr zahlen. Also ich finde, ich will gar nicht motiviert, um mehr zu verdienen. Ich will eher motiviert, wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Siehst du das auch so? In der Schweiz, ich weiß nicht, du bist Selbstständiger. Also ich bin gerade so ein bisschen auf diesem Switch von irgendwie Angestellte. Ja. Ich meine, dieses ganze Content-Ding, ja klar, wenn es anfängt Ja. zu laufen, werde ich irgendwann mal wirklich ins Selbst... Ja, eben, dann siehst du es, wenn du dann dich selbstständig machst. Du machst dann eine Einzelfirma. AHV, ich muss jeden Monat 3.000, jede 3 Monate 3.000 Franken zahlen. Zum Kotzen ist das. Was müsste passieren, damit du wieder nach Deutschland zurückgehst? Hä? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist halt auch die Sache, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Schweiz verlassen würde, ich glaube nicht, dass ich nach Deutschland gehen würde. Ich glaube, ich würde nach Spanien gehen oder so. Aha.
Ich würde nicht unbedingt nach Deutschland zurückgehen, um ehrlich zu sein. Wo in Spanien? Mallorca? Was? Ja. Ah, du hast Deutschland überhaupt nicht gerne, glaube ich. Guck mal, das Problem ist halt einfach, die Sache ist die, in Deutschland, sie nehmen dir halt so viel von deinem Geld weg und machen damit Bullshit. So, ist meine Meinung. Sorry, wenn jetzt irgendjemand meint, hier, böser Chris, aber ich sehe es halt einfach. Ja. Weißt du, ich sehe halt bei so vielen Leuten, weißt du, und es wird dir gefühlt auch nicht besser, so. So, jetzt denke ich mir, weiß ich nicht, Spanien ist halt voll im Aufschwung, so. Ja. Weißt du, in Spanien ist dann irgendwie noch schöneres Wetter. So, Malle ist eh cool. Aber da hast du mehr, Ja, klar, aber. Oder weiß ich nicht. In Deutschland hast du auch mehr, oder? Ja, theoretisch schon. Ne? Ja. Oder ich würde irgendwie nach, keine Ahnung, nach Zypern gehen oder so. Okay. Weiß ich nicht. Oder irgendwo, also. Dubai? Nee. Warum? Nee, ich bin kein Fan von Dubai. Nee. Kein Fan von Dubai? Nee, gar nicht. Ja, ich war schon 5-mal jetzt da. Aber ich habe es langsam gesehen nach 5-mal, ehrlich gesagt. Warum sollten mehr Deutsche in die Schweiz ziehen? Willst du? Damit die Schweiz endlich lernen, anständig Hochdeutsch zu sprechen. Aber nervt dich das, wenn jemand mit dir Hochdeutsch so redet? Ey, Chris, kannst du mir... Nein, gar nicht. Nein, also ist jetzt auch ein Spaß. Nicht, dass mir jetzt jemand ein Stück draus treten und sagt, ich meine das ernst, gell? Gibt's wieder Morddrohungen? Ja. Wir wollen sie wieder raushaben. Nein, ich finde Schweizerdeutsch voll cool, ohne Scheiß. Ich mag das wirklich. Ja. Also, ich finde das echt nett. Doch, also du würdest begrüßen, wenn viele Deutsche in die Schweiz ziehen, ne? Was heißt begrüßen am Ende des Tages? Oder ist die Scheiße? Also es spielt gar keine Rolle, oder? Das muss jeder Deutsche selber wissen, ob er herkommt oder nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist aber tatsächlich ganz lustig. Ich glaube, es ist so ein Running Gag unter Deutschen, die hier leben. Dass die alle immer sagen, so, ab dem Zeitpunkt, wo ich einen Schweizer Pass bekomme, fange ich erstmal an, gegen die Deutschen zu hetzen. Nachher machst du auch so schön. Ja, also pass auf, nein, ist lustig. Ein Freund von mir, wir waren letztens unterwegs und er meinte auch so, das Erste, was ich mache, wenn ich einen Schweizer Pass habe, ist, ich sage, die Deutschen sollen sich hier abmachen. Aber in Schweizerdeutsch, sie soll verreisen, die Arschlöcher. Verdammt mal, oder? Ja, ist auch lustig. Also wie gesagt, der bewirbt sich gerade auf einen Schweizer Pass und er hat erzählt, so in der Gemeinde, wo er lebt, er muss wohl irgendwie 3 Schweizer nennen, die sie dann anrufen können, um zu bestätigen, dass er integriert ist, ja. Was? Ja, anscheinend schon. Also er hat gesagt... Also 3 Schweizer auf dem Papier, wo einfach einen Schweizer Pass haben? Ja, Schweizer Pass, ja. Einfach Schweizer Pass, ja. Ah, okay. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, eben. Also meine Tante hat den Integrationstest, musste sie machen, irgendwie, sie hat jetzt einen Schweizer Pass bekommen. Sie ist Spanierin. Aber die Fragen, wo das sind, also ich könnte mich nicht, ich würde den Pass nicht bekommen. Ja, also es kommt total stark auf die Gemeinde an, ne? Das ist jetzt zum Beispiel so in Zürich zum Beispiel ist der Test ja standardisiert. Also das sind halt Multiple-Choice-Questions. Die kannst du auswendig informiert, das für später. Ne? Ja, aber das bekommst du halt mit. So als Deutscher, der hier lebt, bekommst du das halt zwangsweise mit von Leuten, die irgendwie sich einbürgern lassen. Und es gibt aber dann zum Beispiel Ortschaften, es ist je nach Gemeinde, ich glaube, die Gemeinde kann das selber entscheiden. Und es gibt halt Gemeinden, da musst du dann irgendwie beweisen, dass du integriert bist, musst dann irgendwie im Fußballverein sein und musst du Leute kennen. Und es gab ja auch schon mal so Skandale, dass so Gemeinden den Test halt so ausgelegt haben, dass du im Prinzip nicht bestehen kannst. Ja? Ja, da haben sie dann irgendwie gefragt, wie heißt der Eisbär im Zoo in Bern so. Was? Ja, wie heißt der Eisbär im Zoo in Bern? Ja, wie will man das wissen? Also, ja, genau deswegen halt. Wie heißt der Wanderweg Ohne X auf dem Pilatus? Ja. Da gab es noch so Skandale, da musste ich mal durchlesen. Wo sie halt gesagt haben, so, ihr habt den Test mit Absicht so ausgelegt, dass man den nicht bestehen kann. So. Ja, wie will man das wissen? Also das ist ja unglaublich. Weißt du das nicht? Da müsste man ein Video, das gibt es bestimmt, wenn ich da im TikTok das eingebe. Nein, ich wusste das nicht. Ne? Also Google das mal, es gab schon so Skandale, ja, wo die Leute halt gesagt haben, so, ihr habt den Test mit Absicht so gemacht, dass man ihn nicht bestehen kann. Hä? Wie heißt der Eisbär im Zoo? Was für ein Scheiß. Wer arbeitet härter, Deutsche oder Schweizer? In der Regel, man kann ja nicht immer alle in einen Topf schmeißen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt Deutsche und Schweizer direkt vergleiche, Schweizer, aber wenn wir jetzt von Deutschen und Schweizern in der Schweiz sprechen, glaube ich fast Deutsche wieder. Ja. Aber es liegt halt auch daran, dass wir halt Ausländer sind. So. Aha, ja. Also ich muss mich halt einfach mehr beweisen, als es der Schweizer tut. Ja, aber Schweizer, die nach Deutschland? Nein, also ich würde prinzipiell sagen, dass die Schweizer auf die Gesamtbevölkerung, wenn wir jetzt Deutschland und die Schweiz vergleichen, würde ich sagen, die Schweizer arbeiten härter.
Schweizer in der Schweiz arbeiten mehr als Deutsche in Deutschland, aber ich würde behaupten, Deutsche in der Schweiz arbeiten dann nochmal mehr als Schweizer in der Schweiz. Weil Würde von ich der sagen. Logik her eigentlich, weil die Schweiz ja kleiner ist, müssten ja viele Schweizer von hier nach Deutschland ziehen. Aber gibt es überhaupt Schweizer, die in Deutschland leben? Also Ja, ich kenn gibt es sehr einen. wahrscheinlich Ich schon. kenne einen, der Einen, lebt ja? sogar in Frankfurt, ja. Also, du kennst einen jetzt zum Beispiel. Einen kenne ich, ja. Einen einzigen. Also wieso denkst du, gibt es so wenig Schweizer, die nach Deutschland ziehen? Wegen dem Geld. Also ich kann mir, Weißt du, von der Logik. Deutschland groß, viel Platz. Schweiz klein, weniger Platz. Schweizer muss nach Deutschland, anstatt Deutsche vom großen Land, wo es viel Platz hat, in die Schweiz zu kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber von der Logik. ja, normal schon. Aber der Schweiz läuft es halt wirtschaftlich viel besser als in Deutschland, ne? Deswegen ziehen halt mehr Deutsche in die Schweiz als Ja. Schweizer nach Deutschland. So. Noch. Noch. Mal schauen, ja. Viele Schweizer befürchten ja, dass es so wie in Deutschland wird. Darum gibt es ja diese Abstimmungen und so weiter. Ja. Die schauen das da ab. Sind Schweizer wirklich freundlich oder nur höflich? Weißt du, dass die. Du meinst, dass sie sozusagen vorgesetzt freundlich sind? Einfach, Ja. man muss eigentlich gar nicht so meinen. Doch ich würde schon sagen, dass Schweizer freundlicher und höflicher sind als Deutsche. Schon? Ja. Im Großen und Ganzen. Ja, safe. Ja. Doch. Wenn du eine Sache an der Schweiz verbieten könntest, was wäre das? Verbieten? Ja, Ich würde das Tempolimit auf Autobahn verbieten. immer dieses Tempolimit. Aber gibt es da nicht mehr Unfälle, wenn es denkst, könnte es geben? Weiß ich nicht. Ist wegen dem? Ja, ich glaube nicht so viel mehr. Ja. Also man müsste jetzt alle Länder nehmen, die ein Tempolimit haben und alle Länder, die kein Tempolimit haben und dann vergleichen, wo es mehr Unfälle gibt. Aber wir haben sowieso die ganze Zeit Stau. Du kannst ja auf der Autobahn auch ab und zu, ich bin 40 am Fahren. Ja, gut, das ist natürlich dann auch, Also kommt drauf an, wann natürlich. ja. Wie viel Uhr? Das ist jetzt ein Themawechsel, aber ich weiß eine Sache, die ich in der Schweiz auf jeden Fall ändern würde. Ja. Alter, die Mülltrennung. Mülltrennung. Ey, Stresst dich das? ich komme da nicht mit klar, gell. Ich bin jetzt 5,5 Jahre hier und ich habe es immer noch nicht verstanden, wann ich mein Papier und Glaubst du mir das? Aha, wann du das rausstellen musst, oder? Ey, ich nehme wirklich mein Papier und meinen Pappmüll, ich nehme den mit ins Auto und fahre den nach Deutschland, um ihn da wegzuschmeißen. Weil ich Ja. verstehe immer noch nicht, wann ich sie rausstellen soll. Ich habe das mega oft gemacht auch. Ich weiß nicht, wenn ich den Karton rausstellen muss und keiner. Ja. Eigentlich, ja, wir sind blöd. Wir sind einfach zu faul, um zu schauen. Weil ich gehe auch dann in die Entsorgungsstelle und ich schmeiße das nicht Ja, aber weg. sorry, warum nimmst du nicht eine Papiermülltonne und tust sie da rein und dann können sie die Papiermülltonne wegschmeißen? Ja, dann kann man es jederzeit da hinschmeißen, ja. Das wäre nicht schlecht, ja, eigentlich. Und die holen das dann ab, ja. Ja, man müsste halt den geeigneten Platz finden, weil das macht man ja da vor die Haustür. Also wir haben jetzt neu den Abfall auch, da kommt, glaube ich, Grünabfall am Donnerstag und der andere kommt irgendeinen anderen Tag. Und ich sehe es halt so. Ich gehe morgen raus und ich sehe, aha, die sind alle draußen und dann mache ich es auch ab und zu. Oder ich sage, ja, ich mache es nachher, aber dann vergesse ich es. Aber so kann man es machen, wenn man es einfach am Morgen sieht. Hey, jetzt haben die alle die Zeitung draußen, die Kartons und dann kann man das schnell machen, oder? Ja, aber wie macht man das in Deutschland? Gibt es das gar nicht. Oder? In Deutschland hast du eine Papiermülltonne. Du hast eine Papiermülltonne, du hast eine normale Mülltonne und du hast eine Plastikmülltonne. Und du hast sogar eine Biomülltonne noch, wenn du willst. Aber das muss, wenn es in der Nähe ist, kommt drauf an, wo du wohnst. Das steht oder? vor deinem Haus. Vor jedem Haus gibt es das. Ne? Also so wie du jetzt zum Beispiel diese schwarzen Container, die man in Zürich hat, wo du den Müll reinschmeißt. Ja, bei uns ist der zum Beispiel ein bisschen weiter oben. Also man muss schon ein bisschen, also nicht viel, aber Echt? schon etwa Also bei mir stand der immer, 150 Meter muss man schon laufen. also in jedem Haus, ich wo ich bis jetzt gewohnt habe, hat das mehr oder weniger vorm Haus gestanden. Ja, ich muss schon ein bisschen hochlaufen, doch. Also nicht so weit, nein. Aber ich muss schon, Ja, siehst du, aber da könntest du jetzt einfach noch eine für Karton und Papier hinstellen. Ja, genau. Ja. Aha, da könnte man das noch hinstellen, ja, Ja. stimmt. Ja. Ja, aber eben Karton und Papier, das wird einmal pro Woche abgeholt. Das muss man. Ja. Eigentlich müssen wir einfach schauen. Aber eben, meine Frau. Ja, aber warum kann ich es denn nicht? Dann muss ich es ja trotzdem, wenn es heute abgeholt wird und ich habe morgen so einen Batzen Papiermüll, dann muss ich ja trotzdem. Du musst eine Woche warten, ja. Ja, Tonne vor die Tür. Ja. Viel einfacher. Oder Entsorgungsstellen gibt es halt. Echt? Ja, bei mir gibt es eine Entsorgungsstelle, da wo ich neben dem Gym, wo ich hingehe, dann gehe ich, wenn ich am Morgen ins Gym ab und zu gehe, dann kann ich das da direkt wegschmeißen. Die Flaschen, die Kartons und so weiter. Das ist immer offen von einer gewissen Zeit, Sonntag nicht. Mhm. Das geht auch. Da müsstest du halt schauen, eben.
Gibt es überhaupt eine bei dir in der Nähe? Ja, aber dann brauchst du auch ein Auto und so weiter. Dann hatte ich immer die Maden hinten im ganzen Kofferraum. Die Maden? Ja, weil ich habe Abfall vorher, nicht die normale Abfallsäcke gehabt zum Wegschmeißen, weißt du. Wie lange hast du deinen Müll im Kofferraum, dass du Das da Maden Problem drin ist, hast? wenn du Windeln und so weiter, weißt, Pampers und so weiter, verschissene Pampers da draußen hast auf dem Balkon, das kommt, weißt du, wie schnell, nach einem Tag. Und das im Sommer natürlich. Echt? Weißt du, wie schnell kommen Maden da? Ja, ja. Kommt die aus der Luft? Nein, die Fliegenden kommen dahin. Also die fliegen um darin und machen die da rein? Fliegen können da rein. Ja, ich habe Essen, alles reingeschmissen. Weißt, ich hab Ja, aber alles warum hast du voll zusammengeschmissen. geschissene Pampers auf dem Balkon? Nein, im Abfall. Früher. Ich habe den Abfallsack da draußen gelassen und dann Ja, entsorgt. wieso hast du nicht gleich weggeschmissen? Ja. Keinen Bock gehabt. Ja, weil du musst extra fahren, weißt du? Weil es ist nicht direkt. Es ist so, es gibt bei uns in Schaffhausen, du kannst Gebührensäcke kaufen und du kannst normale Säcke kaufen. Ja. Und wir dachten, es kostet weniger, die normalen Säcke zu benutzen und nicht die Gebührensäcke. Also es kostet viel weniger, wenn du diese normalen Säcke, also viel weniger eben nicht. Darum habe ich jetzt angefangen, Gebührensäcke zu kaufen. Weil du kannst es in die normalen Säcke reinmachen und dann in die Entsorgungsanlage da wegschmeißen. Sparst du halt schon ein bisschen, ja. Mhm. Aber nicht viel. Und dann hat es halt Maden ab und zu gehabt, ja. Ja, das war halt das Problem. Hat Deutschland oder die Schweiz die bessere Zukunft? Aktuell würde ich sagen die Schweiz. Ja. Ja. Also denkst du, dass diese 10 Millionen Abstimmung auch was bewirken könnte? Hm. Oder hat? Wir sind ja jetzt, wenn das rauskommt, schon soweit. Ich glaube sowieso, nein, wurde abgestimmt. Meinst du? Ich glaube schon. Diese Baddies, es gibt so viele Baddies. Ich habe gesehen, diese Ich habe SP. die Videos gesehen, ja. Hast du ja. es gesehen? Ja, mit Nee, der diesen- Baddie stimmt. Ich habe ein paar gefragt und die haben mir dann gesagt, ich habe dann gefragt, warum stimmst du nein? Und sie kann mir gar kein Argument geben. Nur, ich habe ein TikTok-Video gesehen zum Beispiel. Ja, was war in dem TikTok-Video? Ja, ich vergleiche die Videos, aber keine Antwort. Du kannst gar nicht richtig reden mit diesen Leuten. Ich meine, es ist halt so ein bisschen die Frage, so was. Die Schweiz hat ja so schon relativ strikte Regeln, wenn du ins Land willst. Ja. Die Frage ist halt, was ändert sich dadurch und kannst du vielleicht auch wirtschaftlich schlechte Auswirkungen davon haben, wenn du Ja machst? Das ist halt die Frage. Ja, eben, das Argument ist ja immer, ja, wir brauchen Fachkräfte und so weiter. Ja, aber irgendwann ist ja das voll. Das macht ja keinen Sinn, wenn das Ganze alles voller Fachkräfte hier ist. Also ich meine, jetzt funktioniert es. Ich gehe zum Arzt, ich will auch einen Physiotherapeuten, da ist ein Deutscher, da ist ein Grieche, das ist mir scheißegal, von wo der kommt, weißt du. Aber wenn ich da hinfahre, ich will nicht, dass 50 oder die ganze Zeit Stau, weil irgendwann ist es ja voll, die Schweiz ist klein, weißt du. Mhm. Und es ist nicht nur wegen Stau, die Züge. Wenn man einen Zug, ich fahre gar keine ÖV mehr, das ist ja voll, da kannst du ja gar nicht, für was gehe ich überhaupt in den Zug rein, da kannst du ja gar nicht mehr sitzen um Stoßzeiten. Und wenn dann noch mehr kommen, das ist ja jetzt schon, also du gehst so in den Zug ab und zu, du zahlst ein Ticket, wo sowieso voll überteuert ist und dann kannst du nicht mehr sitzen. Mhm. Aber das wird ja dann nur noch schlimmer. Es ist ja egal, ob das jetzt ein Schweizer, auch wenn es nur Schweizer, kommt man nur mehr Schweizer es die ganze Zeit gibt, das ist ja auch scheiße, weißt du? Aber nur mehr Schweiz. Es ist wegen der Masse von den Leuten. Also dass es zu findest viel du, dass ist. prinzipiell einfach zu viele Leute sind? Zu viele Leute irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich hasse viele Leute. Ich sehe so Ja, das kann ich Gym nachher. verstehen. Gym ist auch alles voller Leute. Das geht gar nicht Das darum, stimmt. dass das Ausländer sind. Das Das ist stimmt. ich bin ja selbst, meine Cousins kommen ja hier hin, gehen in Integrationsschule und so weiter. Die betrifft das ja dann auch. Wenn jemand jetzt von Italien hierhin dann kommen wollen und müsste ja das auch beantragen, bin ich ja selbst davon betroffen, meine Familie, weißt du? Mhm, Aber mhm. trotzdem, es ist egal, Schweiz oder was für ein Land. Das ist dann wegen dem, weißt du? Und plus Baustellen müssen die ja die ganze Zeit machen. Die müssen ja immer mehr Häuser bauen und so weiter. Es werden ja mehr Grünflächen abgeholzt und so weiter. Wegen dem. Aber ich habe keine Ahnung von Politik. Ich habe einfach von der Logik, ich bin ein Mensch, immer so die Logik, so irgendwie das Logische. Für mich ist das einfach logisch, so logisches Denken. Ja, ich meine, Nicht zu weit denken, weißt du? die Sache ist halt die irgendwie,
Ja, ich verstehe das schon irgendwie so ein bisschen mit der Überfüllung. Die Frage ist halt am Ende des Tages auch, wo willst du hin mit dem Land, ja? Wenn du jetzt prinzipiell sagst, es gibt nicht genug Menschen. Also ich meine, allgemein haben wir ja in der Schweiz und in Deutschland auch theoretisch das Problem, also auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass wir eigentlich viel zu wenig Kinder haben. Aha, ja. Ja, So. du hast keine, oder? Nee, Noch nicht. du hast mir noch keine Frau gesucht. Ja. Ja, stimmt. Hm. Ja, aber zu wenig Kinder und so weiter. Weißt du, die Leute, die ja dann da hinkommen, die sagen ja, ich habe jetzt das zum Beispiel nie erwähnt, aber viele sagen ja, zu viele Ausländer sind in Gefängnissen sind viele Ausländer. Die sind ja jetzt schon ausgelassen. Dann kommen ja noch mehr hin, dann brauchen ja noch größere Gefängnisse, müssen sie bauen. Ja, aber gut, Um muss ich die halt 10 fragen. Millionen zu erreichen. Weißt? Mhm. Keine Ahnung, es sind ja nicht alles Hirnchirurgen, die hinkommen und alle sind Fachkräfte. Ja gut, aber ich meine, dann müsstest du halt schauen, okay, gut. Es gibt ja auch Aber ist jetzt die Frage, wie, wenn wir jetzt von der 10-Millionen-Initiative reden, so, geht es dann darum, einfach gar niemanden mehr reinzulassen oder geht es darum, sage ich mal, ein bisschen selektiver auszuwählen, wen man reinlässt? Ja, das wäre dann schon, das würde ich schon rassistisch ein bisschen finden, oder? Eigentlich. Afghaner können nicht kommen zum Beispiel. Ja, nein, Italiener schon. Ja, du würdest es ja dann wahrscheinlich nach Qualifikation auswählen. Aha. Also Ja, aber das würdest kann man jetzt sagen, gut okay, also ich meine, machen ja Kanada oder Neuseeland oder Australien nichts anderes. Ja, aber die Qualifikation in anderen Ländern ist ja nicht die gleiche wie hier dann, oder? Also Ja, wenn klar. Ja, natürlich. Aha, du meinst, ja. Aber ich aber meine, dann- nichts anderes ja. macht ja Kanada. Also ich meine, Kanada hat jetzt zum Beispiel ein Punktesystem. Ich meine, Neuseeland hat auch ein Punktesystem. Okay. So, ich kann auch nicht nach Neuseeland oder nach Kanada, wenn ich irgendwie nicht habe, was die suchen. So. Mhm. Aus welchem Land ich komme, ist da egal. Aber wenn ich nicht habe, was die suchen, dann. Ja, aber klar, oft müssen sie ja Leute nehmen, wo aus Kriegsgebieten kommen, weil die da flüchten müssen, oder? Ja. Ich verstehe das auch. Das wäre ja mega hart. Hier ist eine Familie, das ist zum Beispiel eine ukrainische Frau mit ihren Kindern, sie muss flüchten, weil dort Bomben oder was kommt. Du sagst, ja, nein, geh zurück, weißt du? Menschlich natürlich, du nimmst sie sofort, oder? Ja, da würde ich sie auch nehmen, mir scheißegal, 10 Millionen oder nicht, weißt du, aber ja, wenn man es so ansieht, ja, keine Ahnung. Weil ich beschäftige mich schon zu wenig. Aber ich finde halt die Nein stimmen immer, was ist das? Das ist einfach das Argument, ja, ich bin eine Baddie, ich wehre mich. Was für ein Scheiß. Ich verstehe nicht so ganz die Argumentation. Oft. Ja. Nochmal, die Frage ist halt, denke ich mal, die man sich irgendwie stellen sollte, ist, wo möchte man mit dem Land hin? Ja. So, ich meine, wie gesagt, meiner Meinung nach das größte Problem ist meiner Meinung nach, dass die Deutschen als auch die Schweizer, als auch, wie gesagt, ich glaube, Italien hat das gleiche Problem. Mhm. So allgemein, Frankreich hat das gleiche Problem, Spanien, Albanien, die ganze, wie Griechenland, ich glaube auch in der Türkei ist das gleiche, weil die Leute bekommen alle nicht mehr genug Kinder. So, eigentlich müssten wir alle viel mehr Kinder machen. So. Ja, aber es kostet viel. Ich will zum Beispiel noch ein Kind. Meine Frau will nicht, weil sie will nicht nochmal schwanger sein. Das ist auch das Problem. Das Problem sind die Frauen. Sie wollen nicht mehr schwanger sein, das ist das Problem. Wir können nicht schwanger sein, wir können ja gar nichts anderes machen. Was will ein Mann machen? Ich habe 2 Töchter, oder? Wenn ich noch könnte, ich würde noch versuchen, den Sohn zu machen. Wenn dann noch mal eine Tochter kommt, dann ist es halt so. Aber da muss halt die Frau einverstanden sein. Sie trägt es ja aus. Ich glaube eher, das ist ein Problem, weil die Frauen heutzutage, keine Ahnung, nicht wie früher. Früher hatte man viel mehr Kinder, oder? Und ich weiß nicht, in der Regel, also mein Vater waren 7, 8 Personen. Ja, 8, aber ich 9 Kinder. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es also ich glaube auch viele Männer wollen einfach keine Kinder. Ja, Ich würde ja, jetzt aber nicht man sagen, hat dass nicht es so an den den Frauen Aufwand liegt. natürlich, oder? Ja, aber man kann ja nicht alle in einen Topf schmeißen, aber in der aber Regel. es geht ja schon viel früher los, weißt du, es geht ja schon daran los, dass wir eigentlich gar keine richtigen Beziehungen mehr führen können. So. Ja, das ist schon schwierig. So, ja. das fängt ja schon da an, das fängt ja schon vor dem Kinderkriegen überhaupt an, verstehst Aber du? es gibt auch viele, die haben mit viel verschiedenen Partnern Kinder. Das gibt es auch, kenne ich auch ein paar. Ja. Die haben dann Frauen, wo aber- 3, 4 Kinder haben von verschiedenen Vätern. Aber war das geplant? Ich glaube nicht, oder? Ja, eben, Ich ja, glaube, bei den glaub wenigsten nicht. ist sowas geplant, würde ich jetzt Meistens behaupten. nicht, ja. Ja. Also, kommen wir zu den Zuschauerfragen. Da hat es noch ein paar. Tun wir mal schauen miteinander. Aber jetzt habe ich den ganzen Podcast gar nicht gemacht, was ich machen wollte. Was denn? Sag. Also, weil ich, Was wolltest du machen?
Weil ich vorhin gefragt habe, ob ich aufstehen darf. Steh auf, komm. Da gibt's, die Uhr sagt mir oft, du musst Zeit zum Aufzustehen. Echt? Schau mal, was, hä? Schweizer T-Shirt? Nein, ja nicht? Jetzt musst du den aber machen, schau. Weil jetzt ist in der Debatte. Oh. Ja, bringen ein. Bist du für die Schweiz an der WM, oder was? Nein. Ja, schon. Nicht für Deutschland. Ich sag mal ganz ehrlich, so wenn Deutschland, also nehmen wir an, wir hätten ein Finale und Deutschland und Schweiz würden gegeneinander spielen, ich glaube, ich wäre schon für die Schweiz. Was? Ja. Warum? Weil Deutschland, also guck mal, ich würd mich freuen, egal wer gewinnt, Ja. aber die Schweiz hat halt noch nie gewonnen, so. Und ich lebe halt hier, weißt du, deswegen. Aber du bist Deutsche. Ich sehe mich schon irgendwie auch als Schweizer, so. Aber du bist ja gar noch nicht so lange hier, oder? Ja, 5,5 Jahre. Ja. Und schon. Nee, sympathische Deutsche da, ja. Also bei mir ist es so, ich bin doppelt, also ich war immer schon für Italien. Also wenn Schweiz gegen Italien gespielt hat, ich war der Einzige, im Dorffest war da alle mit Schweizer T-Shirt und ich der Einzige mit Italien-T-Shirt und die haben dann 2-0 verloren. Scheiße. Ja, ich habe einfach nicht die gleiche Emotion für die Schweiz im Fußball. Keine Ahnung, ich war schon immer für Italien. Leider jetzt immer noch. Sind ja nicht dabei. Und jetzt kann ich auch nicht für die Schweiz sein, weil wenn dieser Podcast rauskommt, hat es schon die Gerichtsverhandlung mit der Schweizer Nationalmannschaft. Wenn es aber gut rausgekommen ist, vielleicht bin ich dann für die Schweiz. Mal schauen. Aber das geht so lange, bis das mal bis das abgeschlossen ist. Ja. Kommst du auch nicht, oder? Du hast geschrieben, dass du vielleicht kommst. Ich könnte schauen am 19. Also du musst, ich habe sowieso keine, weil ich bin sowieso da vorne dann am Reden. Ich habe sowieso keine Zeit. Es kommen schon viele Influencer kommen halt da Content machen. Weil es ist ja die WM. Einen Tag davor spielt die Schweiz. Mhm. Ja. Und dann am nächsten Tag ist direkt Schweizer Fußballverband mit Birrenweich. Also, was schreiben die Leute? Hä? Grüezi wohl. Kann man Mirko Birrenweich mit KI ersetzen? Was für Scheiße. Ja, Hast du das geschrieben, oder? Nein, aber ich glaube, das kann sehr gut, dass das Leute von mir geschrieben haben. Ah, Ja, theoretisch wäre das, glaube ich, möglich, ja. Ja, das wär wenn schon wir, möglich, wenn wir ja. einen Dub von ihm machen und seine Stimme können wir klonen, sein das Bild ist können wir KI, auch das sind klonen. KI-Bilder hier. Ah, Von ChatGPT sind diese Bilder. Du könntest das animieren mit meiner Stimme, ja, oder? man könnte auch dich animieren. Also mich selbst. Ja, klar. Du kannst das gut, oder? Ich nicht, aber es gibt Leute, die das können, ja. Okay. Ja, weil es gibt den Influencer Award, hat es ja den KI oder AI Award gegeben. Das ist schon letztes Jahr. Und stell dir mal vor, in 5, 6 Jahren, ja, da kannst du mich, ja, da kann ich den Podcast, ich muss gar nicht mehr hier hinkommen. Ich sage ihm einfach, jemand soll das hier machen, ja. Krass. Wann wandert er nach Deutschland aus? Also wenn, würde ich wahrscheinlich nach Spanien gehen, deswegen erstmal nicht. Keine Chance, dass du nach Deutschland auswanderst. Ja, also ich meine, einzige Sache ist halt irgendwie, also fairerweise so, ne, meine Familie ist halt da. Das ist halt so die einzige Sache, meine Eltern sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, das ist so ein Grund, warum ich irgendwie gehen würde, so Mhm. Kommen die dich hier besuchen auch? Oder ab nicht? und an, Ah, ja. okay. Ich meine, ja, auch irgendwie, Ja, Frankfurt ist mega weit. Wie weit ist das? ja, es geht. 6, 7 Stunden, oder? Nein, Nein. 3,5, 4 Stunden so. Was? Nur? Ist nicht so weit. Also, okay. falsch im Kopf. Nee, ist nicht so weit. Ansonsten, ich meine, ja, theoretisch, sag mal auch, mit dieser ganzen Content-Sache wird es für mich eigentlich theoretisch auch Sinn machen, nach Deutschland zurückzugehen. Weil halt Unbedingt in Frankfurt. Ich bin der Erste, der das anschaut. Nein, weil das einfach machen viel mehr willst. von den Leuten, die mich angucken, sind halt einfach in Deutschland so. Ja, okay. Ich habe mittlerweile auch super viele aus der Schweiz, die mich gucken. Ja. So. Also, aber es ist auch lustig. Also ich finde da merkst du zum Beispiel auch krass den Unterschied zwischen den Schweizern und den Deutschen von der Mentalität her. Was denn? Genau. Ey, ich wurde in der Schweiz wirklich bis jetzt 2, 3 Mal angesprochen. Ja, weniger als in Deutschland. Ja, also aber in der Schweiz ist es so, wir waren letzte Woche oder vor 2 Wochen waren wir auch im Bauchschänzli hier in Zürich. Und ich merkte schon, weißt du, die Leute, die gucken mich an, aber die Ja, sagen nichts.
Ey, in Deutschland, Ja, bei mir auch. Die kommen keine direkt, Hemmung. Ja? Lass mal ein Foto machen, Chris, können wir ein Bild machen. Ich finde es ja auch cool. Ich sag den Leuten ja auch, die Ja, sollen mir das sagen, so, die können doch mit mir Bilder machen und alles. Ich habe überhaupt kein Problem mit. Ich finde das cool. ja. Aber so, du merkst einfach, die Schweizer, so, die sagen gar nichts, die gucken nur. Und die Deutschen, die sagen, Alter, lass mal ein Bild machen. Ja, mich haben sie auch schon verfolgt und so beim Einkaufen und Fotos gemacht und so. Ja, das haben und sie ich auch bin ja gar nicht so bekannt, schon bekannt bist bisschen, schon ja. bekannt. Ja, aber nicht mega bekannt, weißt du? Ja, Aber es kommt mega oft du vor. bist 5-mal so groß wie ich, so. Natürlich bist du Ja. bekannt. So. Und die Schweiz ist jetzt auch noch mal viel kleiner als Deutschland. Ja, die Schweiz ist klein. Ja. Aber hinterhergelaufen ist man mir auch schon, ja. Ja, dann Fotos machen und so. Von und ich dachte, ey. Du, aber ich finde das cool. Also wie gesagt, wenn ihr mich seht, ihr könnt mich ruhig ansprechen. Könnt Bilder machen. Ich finde das, ich feiere das. Hat schon mal jemand negativ angesprochen? Nee. Mich auch noch nie. Das ist komisch, weil ich bekomme viele, also Negativnachrichten auch, weil die geben sich ja auch sehr Mühe, viele Leute. Jetzt ab und zu, ich habe keine Nerven mehr. Es gibt Leute, die schon seit Jahren schreiben, die immer wieder lange Texte, hey, wieso gibst du den Plattform, wieso machst du das? Und irgendwann einfach, ich sperre die dann weg. Kein Bock. Ich habe sogar gesagt, kommt hier in den Podcast, dann reden wir, Hate dagegen. Also guck mal, ich bin ja auch der Meinung, dass man mit jedem sprechen soll irgendwie so. Ich würde mich auch mit jedem auseinandersetzen, der irgendwie was gegen mich hat, so. Ja. Mit jedem. Normales Gespräch, mit Respekt und so weiter, oder? Das ist ja auch interessant. Also wie gesagt, ich würde wirklich mit jedem reden, außer jemand ist jetzt halt wirklich komplett, weiß ich nicht, extremistisch, so. Dann würde ich es nicht machen, aber ansonsten würde ich mit jedem sprechen, so. Also wenn jetzt irgendein Schweizer hier hinkommt und sagt, hey, ich würde gerne, weil ich mache ab und zu auch Dreier-Podcasts mit 3 Leuten, Ja. wenn jemand kommt und sagt, hey, ich finde das, was du machst, scheiße, Deutschland ist scheiße und so weiter, der könnte dann eine Debatte führen im Podcast zum Beispiel. Das finde ich okay, ja. Ja, also meldet euch, schreibt ihn, wenn er mit dem in den Podcast kommt. Ja, aber wenn man jetzt diesen Podcast sieht, ich weiß nicht, wie man ein negatives Wort über dich lassen könnte, das würde mich schon, vielleicht ein Reel, wenn man ein Reel ab und zu schneidet, dann ist aus dem Kontext nicht, aber das sehen wir dann. Das kannst du ja nie verhindern, dass jemand dich aus dem Kontext schneidet, ne? Das geht Nein, nicht. ja, ich schneide es nicht mal absichtlich aus dem Kontext. Dieser Podcast war ja schon 3-4 Mal in der Zeitung jetzt. 3 Mal, glaube ich. Wieso? Ja, einmal wegen dieser McDonalds-Geschichte, aber ich habe ja das nicht extra so zusammengeschnitten. Welche McDonalds-Geschichte? Ja, sie hat gesagt, sie würde nie jemanden daten, der im McDonalds arbeitet. Ich habe so geschnitten, einfach diesen Abschnitt. Ich habe nicht irgendwas dazu geschnitten oder so. Gepostet und dann ist es in 20 Minuten Blick und so. Aber das Problem ist bei mir, ich krieg diese ganzen Kontroversen nicht mit, weil ich konsumiere eigentlich fast überhaupt keinen Content. Also ich produziere eigentlich nur, aber ich bekomme extrem viele Sachen immer erst gefühlt irgendwie Wochen später mit. Und ja, deswegen, weißt du, du hast vorhin gesagt, du hast 180 Videos an einem Tag gemacht. Einem Tag. Ich habe also in diesem ESN Creator Camp, wo ich war, habe ich mal an einem Tag 180 TikToks gemacht. Und die hast du alle schon hochgeladen? Ja. Aber wie einfach auch TikToks, du hast einfach was gesagt und das dann nicht irgendwie voll geplant. Das ist eine Mischung. Also ich mache auch eine Mischung aus wirklich produziertem, geplanten Content und Content, den ich dann einfach so mache. Ja. Aber da war Christian Wolf war auch da und sogar der hat gemeint, das ist. Mit dem hast du was gemacht, oder? Ich habe 2, 3 Reels mit ihm gemacht. So. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Also wir waren da ja eingeladen von ESN. Okay. So ein ESN und More sind ist ja so die gleiche Firmengruppe, meine ich. Und er war dann halt auch einfach da. Ja, der war einfach auch da. Und hat einen Podcast gemacht, haben wir zusammen gegessen. Genau. Und da habe ich, wie gesagt, irgendwie an einem Tag haben die Leute von ESN gezählt, habe ich 180 gemacht. Ja. Hast du schon Kooperation und so weiter? Nein. Noch gar nichts? Noch gar nichts. Ich eben auch. Also ich habe schon. Das muss ich ja nachher noch machen. Ich habe das vergessen, Kimura. Hey, kannst du mich erinnern? Ich muss das nachher unbedingt machen, gell? Ich muss unbedingt den Sponsor noch reinmachen. Also, wie anders wäre dein Leben gewesen, wenn du, wenn du bis jetzt immer in Deutschland gelebt hättest und gar nicht in die Schweiz gekommen wärst? Wäre es dann anders dein Leben verlaufen, denkst? Also ist ja logisch, dass es anders verlaufen wird, aber komplett anders. Ich glaube, man muss, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, weil habe ich ja nicht nur in der Schweiz gelebt, ich habe ja in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass ich viel, viel gesettelter wäre, als ich es bin. Ja. Also gerade so dieses Stichwort irgendwie, weil let's be honest, so, ich meine, ich lebe jetzt hier seit 5 Jahren, aber jemand, der jetzt wirklich ernsthaft irgendwie heiraten, eine Familie aufbauen will, ich glaube, wenn du so ein Leben gelebt hast wie ich, ist es schwer, wenn du permanent in einem anderen Land bist.
Ja, das ist Weil sehr schwierig, ja. Du weißt, ich bin ja nie irgendwo mal wirklich Nein, sesshaft Kind geworden. muss ja die Wurzeln ganze schlagen. Zeit eine neue Sprache lernen und so. Ja, gut, Englisch. Also, halt. ja, aber das ist schon mega. Also, wenn ich meine Tochter jetzt vom Kindergarten weg, die hat ja ihre Kolleginnen und alles, das sind die alle weg nachher. Das ist mega schwierig. Ja. Also ich glaube schon, dass mein Leben ziemlich anders verlaufen wäre. Also die Frage ist halt, wenn ich jetzt nur in Deutschland geblieben wäre. Ich glaube, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich viel, viel sesshafter, viel geerdeter. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie eine Frau, eine Familie und Kinder oder so. Mein Leben wäre wahrscheinlich auch nicht so aufregend. Lass uns ehrlich sein. Ja. Content hättest du gemacht? Wahrscheinlich nicht. Hast du erst in der Schweiz angefangen? Ja. Also ich habe ja durch wenn das vorherige Projekt, du kennst ja die Geschichte mit dem Welcome Switzerland, da habe ich eigentlich mit Content angefangen. Mit dem Podcast? Oder Ja, Forsch? mit dem Podcast und auch mit diesen Vergleichen und Ja. auch, dass ich diese Sachen, das wäre eigentlich so mein Anfang, was Content anging. Mhm. Und dann ist es halt jetzt, sag ich mal, rausgewachsen und dann jetzt in dieses auf diese Corporate-Schiene gegangen. Und jetzt ist ja eigentlich so mein Projekt, was ich habe. Es läuft mega gut, ja. Ja. Also ich verlinke ihn unten, kannst du schauen. Aber jetzt ist ja auch dieses Projekt, was ich habe, dass ich so sage, okay, so ich gehe jetzt raus aus dem Corporate und Ja. gucke, ob man sozusagen aus einer klassischen Corporate-Bürokarriere irgendwie Content Creator werden kann. Mhm. Also mein Plan ist ja auch, dass ich jeden Tag eigentlich versuche, so gut wie möglich alles zu dokumentieren, was bei mir passiert. Poste jeden Tag was. Jeden Tag, ja. Ich bin eigentlich sowas wie die Truman Show in Echtzeit, so. Ich habe das früher auch gemacht. Jeden Tag habe ich Video gepostet mit dem Filter halt. Oder? Aber jetzt schon teilweise, nicht jeden. Vielleicht Ja. 5-mal pro Woche. Aber ich muss aber sagen, es macht mir halt auch mega Spaß. Ja. Also ich finde es absolut nicht irgendwie als Arbeit oder ähnliches. Mhm. Ja, ich mache es auch gerne, ja. Aber ab und zu habe ich keine Ideen, das ist das Problem. Boah, nee, geh mir nie aus. Ich habe so viel Ja. noch ich könnte für die nächsten 5 Jahre was machen, ohne irgendwie, dass mir das Neues einfällt. Mir fallen trotzdem die ganze Zeit neue Sachen ein. Deswegen. Mhm. Ja, das ist gut. Wie stehst du zum Begriff Gummihals? Ja, hat mir eigentlich schon gehabt. Ich finde den absolut witzig. Tatsächlich, ich habe sogar echt, ohne Scheiß, ich habe echt überlegt, ob ich mir auf das Trikot hinten drauf irgendwie Gummihals oder der Gummihals schreibe. Ich finde das so witzig. Ich finde den Begriff süß so. Ich seh Jetzt das steht doch, nichts hinten. Nee, jetzt steht nichts Okay. hinten drauf. Ich finde den Begriff süß so. Ich finde es doch nicht irgendwie eine Beleidigung oder so. Ja, ich finde, also wenn ich jetzt Cink zum Beispiel gibt es, sagt man Italiener. So, ich finde das gar nicht so schlimm, ja. Ich glaube aber auch, das ist auch so ein bisschen so ein Generationending. Also ich glaube, die Jungen, die wissen gar nicht mehr so wirklich, dass das überhaupt eine Beleidigung ist. So, das ist so. So die ganz Jungen, die haben doch keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Das verwendet gar niemand. Also von meinen Kollegen früher, niemand hat dieses Wort überhaupt. Und ich bin ja nicht jung. Weißt du, aber früher, wo ich jung war, niemand hat Gummihals gesagt oder so. Nie. Das war noch früher, glaube ich. Das kommt von früher und so. Oder die Schweizer, die richtigen. Ja, okay, mein Kollegenkreis war halt. Es hat schon 2, 3 Schweizer gehabt, aber die sind ja auch alle mit Multikulti aufgewachsen und so. Das hat man das gar nicht verwendet. Ja. Ich habe das erst auf Social Media dann gesehen. Wieso bist du deutsch? Ich bin da geboren. Meine Eltern sind deutsch. Was läuft in Deutschland schief? Du, ich glaube, viel verfehlte Politik. Hm. Viel festgefahrene Politik. Also ich glaube, dass so, du kannst nicht wirklich was ändern. Auch einfach let's be honest, viele Politiker sind eigentlich Karrieristen so. Die machen das, weil sie Karriere wollen und weil sie dann ein sicheres Amt haben wollen. Ja. Viele Sachen, die schief gehen, ja. Auch jetzt gerade irgendwie Digitalisierung läuft nicht. Sie können ja keine neuen Datencenter bauen in gewissen Orten, weil halt einfach der Strom nicht da ist. Hm. Man verpennt da einfach ganz viel und während andere Länder halt einfach machen, sitzt Deutschland halt rum und guckt irgendwie zu und ja. Oder Merz hat extra geweint und so weiter, habe ich gesagt, stimmt das? Wie meinst du? Ja, der hat irgendwie extra geweint. Die haben wegen irgendwelchen. Weil sie kein Datencenter bauen können. Nein, wegen irgendwelchen Familien, wo da was passiert ist oder so. Keine Das Ahnung. weiß ich Habe ich nicht. mal Videos auf TikTok gesehen, das ist etwa schon 3, 4 Monate her oder so. Das weiß ich nicht. Hab ich Okay. mitbekommen. Warum immer. Warte, ich muss das auf Schweizer Hochdeutsch. Warum immer jammern? Gott verdammt sich. Also das ist ja der Stereotyp über uns, dass wir Deutschen so viel jammern würden. Ich finde, also ich jammer jetzt nicht, ich jammer eigentlich gar nicht. Kaum. Ich glaube, der denkt eben, weil ich reagiere ja oft auf die. Viele kommen ja hier in die Ach Schweiz so. und machen ein Video. Ja, okay, aber das ist ja Satire. Also das ist ja nicht ernst gemeint. Nein, nicht du, aber viele Deutsche machen ja das. Ja, Also ich sehe viele,
die hier hinkommen und dann ein Video machen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, aber ich habe glaube, noch viele nie von machen. Schweizer gesehen, wo nach Deutschland geht Yeah. und das macht. Das heißt, Deutschland ist ja gar nicht so scheiße. Sonst würden die ja das auch machen, die Schweizer, wenn sie rübergehen, oder? Meinst du, vielleicht sollten mehr Schweizer nach Deutschland ziehen? Nein, das ist umgekehrt. Ja, nein, also, oder wenn ein Schweizer mal nach Deutschland geht und sagt, ja, schau mal, hier ist alles scheiße. Also, die sagen ja oft wegen den Preisen. Kann ich ja auch verstehen. Ja, aber ich glaube halt auch viele, und let's be honest, so, ich glaube, viele machen das auch einfach so aus Rage-Bait so. Ja, sie wissen natürlich. Also ich weiß, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt hingehe und ich mache so ein Video darüber, ich weiß, das funktioniert, weil die Leute werden darauf reagieren. 100%, ja. Ja, weil das Fleisch ist schon teuer, teilweise. In der Schweiz. Wenn du ein Rinderfilet oder so kaufst im Migros, an der Theke, du bist ruiniert. Ja, musst halt zum Dena oder zum Aldi oder zum Lidl gehen. Ja, Oder ja, zum aber auch Globus. da ist nicht so, ja, der im Globus. Globus ja, immer günstig. Globus immer. Globus ist am besten. Ja, die Deutschen geht alle in Globus einkaufen. Die bekommen Schock, die brechen zusammen. Eine Packung Erdbeeren, 24 Franken. Ja, das müssen die, wenn ihr ein Video machen wollt über die Preise in der Schweiz, geht doch einfach in den Globus da ein Video machen. Das stimmt, habe ich noch nie gesehen. Immer Coop und so. Warum Deutschland und nicht Schweiz? Hä? Ich bin ja in der Schweiz. Verstehe nicht. Wie fühlt es sich an, eine Bockwurst zu sein? Gut. Was meint er mit Bockwurst? Das Wieso? ist wahrscheinlich ein Synonym auch für Deutsch. Wahrscheinlich wie Kartoffel, nehme ich an. Dass man deutsche Bockwurst nennt. Da gehe ich ich jetzt habe bei von der aus. Raststätte habe ich mal so eine Wurst. Wie ist die aber? Heißt die Bockwurst? So eine lange Wurst. Das ist wahrscheinlich eine Thüringer. Eine Thüringer Bockwurst, oder was? Nee, die langen Würste, die heißen Thüringer. Ah, okay. Aha. Bockwürste sind Aber die war mega gut. eigentlich kleiner. Ja, Thüringer sind schon nicht schlecht. Ja. Ich muss sagen, ich liebe so deutsche Küche. Also wir gehen ab und zu der Jestätten und so, gibt es so deutsche Restaurants, wo es deutsches Essen gibt, so Spätzle und so Sachen. Und dieses Fleisch, ich liebe das, ich finde das mega gut. Die Küche, ich finde die deutsche Küche ist mega gut. Mhm. Eigentlich, ja. Isst du das auch gerne oder was findest Ja, du? auf jeden Fall. Besser als die Schweizer Küche oder? Gleich. Ja, ist ja schon sehr ähnlich. Ich meine, wie viele Schweizer Gerichte gibt es denn irgendwie? Ja, hier ist ein bisschen Fondue, Raclette auch bekannt. Ja, irgendwie so Zürcher Geschnetzeltes. Ja, So Apfelmaronen. Weißt du, ne? ja, es gibt schon viele. Alpermakrone, meinst du? Apfelmaronen, ja, das Mit meine ich, Apfelmus, ja. meinst Ja, genau. Ja, okay, gibt schon Ähnlichkeiten, ja, das stimmt schon. Ja, aber ich meine, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist schon sehr ähnlich, das Schweizer Essen und das deutsche Essen. So, Außer wenn man ehrlich Katzen, oder? Das hat man früher gegessen in der Schweiz. ist. Also mir wurde mal erzählt, dass man sogar Hunde gegessen hat in der Schweiz. Stimmt? Hunde? Ja. Das sind doch die Chinesen, oder? Früher Hunde, also Katzen, Also weißt ich meine, dass es Gibt so gibt es Katzenbraten. nicht einen Ort in der Schweiz, wo man Hunde isst? du? Mit Katzen, das gibt's mit Katzen. Mit Hunden, ich weiß nicht. Ja, Kevin? Hund? Weißt du, dass man Hunde ist in der Schweiz? Gell, Katze aber, ja? Also Katze, ja. Katzenbraten und so. Hat man nicht, gibt es nicht einen Ort in Früher. der Schweiz, wo man Aber Hunde Hunde, das ist in China oder. isst? Sicher. Er hat ja einen Hund hier, vielleicht will er ihn essen. oder so. Nein. Nein, wir essen unsere Katzen in der Schweiz. Nein, aber es gab früher Katzenbraten, irgendwie so ein spezielles Gericht. Ist das denn ernst? Ja. Das kann man googeln. Das weiß ich, das stimmt. Okay. Aber ob es man jetzt noch essen kann, das glaube ich, nein. Ich glaube, verboten worden. Okay. Aber das stimmt. Aber Hunde, nein. Und das hat man, glaube ich, in Deutschland. Oder gibt es irgendwas Exotisches, was man in Deutschland? Aber mittlerweile in Deutschland, Nationalgerichte, ist ja Döner und so weiter, Jufka und diese Sachen. Das ist ja, also wenn ich nach Deutschland gehe, Ja, aber Döner, also ich jetzt sehe die mal- ganze Zeit diese Sachen. Also ich Ne? meine jetzt mal eine Diskussion auf. Aber Döner ist für mich auch irgendwie schon was Deutsches so. Mittlerweile. Ja, nein, stimmt. Hättest Das du wird hier in das in der Deutschland 40er erfunden. Döner ist für mich was Deutsches. Also, sorry. Döner ist was Deutsches für dich. Ja, also wir können jetzt diskutieren. Ich meine, den Döner, so wie es den in Deutschland gibt, gibt es in der Türkei nicht. So. Das stimmt, genau, das wollte ich jetzt So, sagen. Ja. jetzt kann man sagen, okay, ist das irgendwie was Deutsch-Türkisches? Ne, ist es der nicht mal. Aber für mich, sorry, ist es okay, der Hamburger. Ist der Hamburger was Deutsches oder was Amerikanisches? Der Hamburger ist, ja, das ist amerikanisch, oder? Ja, aber hat Also aber ein der Deutscher, Hamburger, ja, aber hat aber ein der- Deutscher in den USA erfunden. Burger. So, ja, aber das hat aber ein Deutscher in den USA erfunden, meines Wissens Okay. nach. Kann ich auch falsch liegen. Aha.
So, jetzt muss man sich aber fragen, dann müsste ja der Hamburger jetzt theoretisch auch was Deutsches sein. Aber der Döner hat ja ein Türke in Deutschland so gemacht dann, oder? Ja. Aber ursprünglich war es ja ein Teller, oder? Ohne dass das Fleisch drin war in einem Brot. Also so wie du das Ding in Deutschland isst, so kriegst du das in der Türkei jetzt. Also es gibt mittlerweile, Jetzt schon, das ist ja das Lustige, es gibt ja mittlerweile anscheinend Ja, okay. das deutsche stimmt. Dönerläden in der Türkei. Jetzt, Man ich meine, jetzt können wir müssen- uns ewig drüber streiten, ob das jetzt was Deutsches oder was nicht was Deutsches ist oder ob der Hamburger jetzt amerikanisch oder deutsch ist. Ja, aber das ist in der Evolution, oder? Das ist ja jetzt, kann man schon langsam sagen. Das ist, sind jetzt 20, 30 Jahre, seit es das gibt. 30 sicher. Könnte schon langsam dann in die Geschichtsbücher aufgenommen werden, dass der Döner zu Deutschland gehört. Ja, stimmt eigentlich schon. Weißt du, in 100 oder 200 Jahren. Ich glaube, das ist dann ganz normal, ja. Ein deutsches, Ja, natürlich. Aber ich richtig meine, deutsches Essen. aber ich meine, Kultur ändert sich ja auch irgendwie so, ne? Also, Ja. In Deutschland sowieso. ja, nein, weltweit. Ja, also geh doch mal, also wenn du mal überlegst, wo überall auf der Welt gibt es denn McDonalds? Überall, glaube ich. Ja, Also, siehst du, und das ist ja auch nicht, wenn du jetzt, keine Ahnung, nach Kuwait gehst, ist McDonalds oder Kentucky Fried Chicken oder Burger King ist ja auch keine traditionelle kuwaitische Küche, aber da gibt es das halt auch. ja. Das ist das, was ich meine. So, Kultur verändert sich ja die ganze und gerade durch Social Media und alles werden wir immer mehr zu einem Potpourri. Also überleg mal, wenn du zum Beispiel an Dings denkst, jetzt an Neubauten. Ja. Neubau in Ägypten, in Deutschland, in Australien, in Mexiko, die werden sich alle ähneln. Ja, das So, stimmt. und jetzt gehen wir früher auch- hat es viel mehr Ja, genau. Früher hatte eigentlich spezielle Formen gehabt und so weiter. Ja. Früher hatte jedes Land seine eigene Architektur und eine eigene Art und Weise, Häuser zu bauen. Heute sieht alles gleich aus. Stimmt, ja, das stimmt schon. Ja. Oder Tänze. Aber findest du das gut? Ich finde das schon schade irgendwie. Ja, was Es wär- heißt, das heißt, finde ich. Ich glaube, es ist irrelevant, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil es sieht dann überall gleich aus, wegen dem. Ja, aber es ist ja auch Angebot und Nachfrage. Also Ja. die Leute wollen ja, dass es so aussieht. Ja, aber wer will das? Ja, die es bauen und die es kaufen. Ja, eben. Also ich finde das schön, so antike Dings anzuschauen und so. Also nicht um da drin zu leben, aber wenn ich in eine Stadt gehe, in die Altstadt irgendwo, dann, dass ich das sehe, wie das ausgesehen hat, irgendein Schloss und so, die alten Städte. Und wenn Ja. das überall gleich aussieht, ist es langweilig. Klar, ist schon schön, aber es ist halt wahrscheinlich auch nicht mehr effizient. Hm. Also ich meine, wir können das Thema ja auch noch erweitern. Überleg mal an Tänze. Ja, wer kann denn heute noch in Italien einen traditionellen italienischen Tanz? Oder in Deutschland oder in, keine Ahnung, Mhm. in Mexiko. Ja, gibst du einen TikTok ein, dann siehst du den Tanz. Ja, aber früher konnte das jeder, weißt du, heute Aha, ja. kann das keiner mehr. Ja. Deswegen, das ist das, was ich meine. Und wir verschmelzen halt kulturell auf globaler Ebene, denke ich, immer mehr zu einem. So. Ich meine, es gibt ja auch immer mehr Fusion Kitchen irgendwie. Gibt jetzt irgendwie italienisch, Aha, ja. japanisch Fusion, Ja. so, weißt du, das ist das, was ich meine, weißt du, so ein Sushi, früher gab es, keine Ahnung, als ich ein Kind war, glaube ich, also ich kannte, als ich ein Kind war, einen einzigen Sushi-Laden in Frankfurt. Genau, in Italien, niemand kannte das Zeug. Ja. Jetzt gibt es im Süditalien zum Beispiel bei uns. Es gab gar nicht, dass jemand diese Sachen gegessen hat, Kebab und so. Das gab es gar nicht da. Vergiss es, bei uns, es gab keinen Sushi-Laden oder so früher. Ich rede von 30 Jahren oder so. Ja, aber das ist das, was ich meine. Jetzt schon. Ja, aber jetzt Sie haben wir einen Gruppenchat, ich sehe, wie die das schicken und so, ey, die essen das gerne, so Sushi und so. Früher mein Großvater hat am Anfang Lucky der Murt und so weiter gesagt. Katze, was ist das und so, weißt du? Was ist Ja, aber siehst du, aber das ist Die halt hätten das, was das ich gar meine, weißt du, wir verschmelzen halt kulturell auf globaler Ebene immer mehr durch eins, was halt klar viel mit Social Media und mit Internet zu tun hat. Mhm. Also ich meine Das auch, stimmt, jetzt sind wir über dem Thema, weißt du, so vor 20 Jahren wird es auch keinen Sushi-Laden in Istanbul gegeben haben. Wenn ich jetzt mein Handy nehme und Ja, gucke, ich wie viele glaub schon, Sushi-Läden es in Istanbul gibt, sind wahrscheinlich einige. Das ist das, Ja, was auf ich meine. eine Art ist schon gut, aber die Traditionen gehen so wie verloren. Das finde ich ein bisschen Ja, aber ich schade. meine, die Traditionen, die gehen ja nicht verloren, weil sie irgendjemand abschafft. Die Traditionen gehen ja Ja, aber verloren, über weil die sie sich ändern. Jahrzehnte, Jahrhunderte gehen die schon verloren. Also ich meine, überleg mal zum Beispiel hier so 6-7, ja. Was für eine behinderte Scheiße. Ja, aber das gibt's weltweit. Das ist Ja. das, was ich meine. Und das ist genau das, was ich meine. So dieses, daran merkst du einfach, So dass die hirnlos. Kultur weltweit dann einfach mehr zu einem verschmilzt. Ja, aber So. wenn das 6-7 eine Kultur, dass das überhaupt Kultur Ja, genannt natürlich wird, ist das ein Teil der Kultur. Es ist ein Teil der Jugendkultur, 100%, klar. Ja, aber das ist ja so hirnlos. Ich war ja, also wir waren ja schon hirnlos früher, aber jetzt meine Tochter hat noch nie Six. Doch, sie hat schon mal gesagt, so ihre Fresse halt. Ja, aber sie geht jetzt in die Schule, weißt du, am ersten, also in der ersten Klasse geht sie jetzt. Ja, mal schauen, was dann kommt. Dann redet sie sicher auch.
sagt sie ja Wallah und so. Nach jedem so. Weißt du, es ist ja gar kein Problem, wenn jemand Wallah sagt. Wenn er gläubig ist und so, das ist ja dann überhaupt kein Problem. Aber was mich stört, ist nicht unbedingt jetzt dieses, aber einfach dieses, man redet so extra gebrochenes Deutsch. Wenn man sogar selbst Schweizer oder Deutscher ist, das macht gar keinen Sinn. Hier Ja, sagt also man, okay, wenn man hey, jetzt komm selbst... Bahnhof. Ja, okay, das Bahnhof, ist was jetzt... läuft mit dir? Weißt du, wenn die so reden, wie wenn sie, das macht gar keinen Sinn für mich. Also das ist, Ja gut, wenn du jetzt mit Absicht schlechter sprichst, als du müsstest, ist natürlich jetzt nicht so schlau. ja, oder wenn du Wallah sagst nach jedem zweiten Wort, ja, du aber schwörst noch, auf ja, aber Gott, nein, auf ja, okay. Allah, auf einen anderen Gott, wo du gar nicht einen Bezug dazu hast, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, also nochmal, wenn man es jetzt aus, wie nennt man das? Wenn man es jetzt aus religiöser Sicht betrachtet, sollte man es vielleicht nicht tun, wenn man es nicht so meint, ja. Das verstehe ich. Und plus lügt man dann noch sogar. Ja, das sollte man sowieso nicht machen. Also wenn man schwört, sollte man nicht lügen. Aber ich meine, Man schwört ja auf alles, auf jeden Scheiß schwören die ja, auf keine Ahnung. Jeder zweite Satz, ja, ich schwöre, mein Auto habe ich da parkiert. Oder was für irgendein Scheiß hat der. Jeder Scheiß. Du erwischt in Deutschland um 12 Uhr den 9 Uhr Zug. Weshalb ändert ihr die Situation nicht? ja, das Ihr ist wählt diese AfD, meint er. Er hat nur A und so einen Stern gemacht. ihr wählt diese A. Ja. Ja, was soll das jetzt bedeuten? Keine. Vielleicht meint er AfD. Aber was hat das mit der AfD zu tun? Weißt du es nicht? Aber okay, er sagt, du erwischt in Deutschland um 12 Uhr den 9 Uhr Zug. Weshalb ändert ihr die Situation nicht? Also, Weil man sich ich meine, ich selbst kann die Situation logischerweise nicht ändern. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Beispiel, weil es sehr realitätsnah ist. Aber das ist genau, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, so festgefahrene Politik, wo irgendwie niemand wirklich zu handeln scheint und alle nur zu reden scheinen. Und halt aufgrund von, ja, sag mal, vielen Karrieristen und vielen Leuten, die Angst haben, ihre Position zu verlieren, nie wirklich was passiert. Ja. Ja. Eben, dann zieht man in die Schweiz. So ändert man das. Dann kommt der 9 Uhr Zug um 9. Oder der, ja. Schon wieder hat jemand geschrieben, wann geht der wieder zurück? Mit Lachsmiley. Also nicht, oder? Ja. Ich sehe mich in näherer Zeit nicht zurückgehen, nein. Und jemand hat noch gefragt, ob ich den Doppeladler vor Gericht mache. Und wenn das rauskommt, dann ist das ja schon soweit. Und ja, ich habe es gemacht. Weil, und wenn du siehst, das ist ja nachher gekommen, dann habe ich geschnurrt. Also ich mache 100%, ich habe es gemacht, bringen heim. Also du machst den Doppelkopfadler vor Gericht. Ja. Weil jetzt ist es gerade Thema. Und ich brauche ein bisschen Viralmaterial. Und ich nehme es sowieso nicht ernst. Wie stehst du zu dem? Zu was? Diese Anzeige hast du ja mich bekommen bei mir, weil ich angezeigt wurde vom Schweizer Fußballverband. Ja, Was hältst du davon? ist Murks, oder? Also, das ist ja unbegründet. Eben siehst du, was wir für Probleme in der Schweiz haben. Die sind ja nicht viel besser als in Deutschland. Ja, wer hat dich da eigentlich, also dich hat ja der Schweizer Fußball direkt angezeigt, oder? Also der Schweizer Fußballverband, genau. Ja. Also in der ersten Anklageschrift stand, dass ein Spieler sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass da so Videos im Umlauf sind. Aber dieser Spieler dementiert das. Ich habe ihn angeschrieben und so weiter. Ich habe auch Screenshots, wo ich das beweisen kann vor Gericht. Also er sagt, er weiß gar nichts von dem. Ja. Und eigentlich sind es ja nicht die Ausländer, die mich dann angezeigt haben, sondern die Schweizer. Ja. Und ich nehme ja die Schweizer Hops mit diesen Videos. Aber du weißt nicht, wer dich angezeigt hat, genau. Der Schweizer Fußballverband. Doch, das weiß ich schon. Der Schweizer Fußballverband hat mich angezeigt. Irgendjemand wird da frustriert rumgesessen haben und hat nichts zu tun gehabt und hat einen Grund gesucht, sich aufzuregen, denke ich mal. Das ist das Problem, denke ich, ja. Was denkst du, wenn das in Deutschland so einen Fall geben würde? Wie würden die damit umgehen? Würden die das auch so übertreiben? Ich glaube, es würde medial nicht so aufgebauscht werden wie hier. Ja. Nee, denke ich nicht. Ja, weil hier gibt es, das sind die interessanten Themen in der Schweiz. Ja, ja, aber es ist ja, ich weiß nicht, man, das ist so. Ich meine, das ist jetzt wieder bei diesem Thema, bei diesem Vergleichsthema Deutschland und Schweiz. Ja, hier ist ja gefühlt, wird einer beim Schwarzfahren erwischt und die Polizei hat so wenig zu tun, dass sie gleich mit 3 Mannschaftstrupps anmarschieren, weil sie denken, oh toll,
Mhm. Endlich mal nicht rumsitzen. So. Und in Deutschland ist das so, das interessiert keinen mehr. Da muss schon einen erschießen, damit die Polizei irgendwie damit mit Leuten kommt. Und dieses Level an negativen Sachen so, oder schlimmen Sachen, die passieren, so, die sind in der Schweiz einfach noch auf einem ganz anderen Niveau. Ja. Als in Deutschland. Das ist auch auf die Frage vorhin, wo ich irgendwie Kinder aufwachsen lassen wollen würde in Deutschland oder hier. 100% hier. 100% in der Schweiz. Ja, kannst du ein Kind auch noch irgendwie nachts alleine rumlaufen lassen. So. Mhm. Also, es sollte jetzt nicht ein Kind nachts alleine rumlaufen lassen, aber hypothetisch gesehen, so und. Aber es gibt schon auch, Deutschland ist ja groß, es gibt ja verschiedene Ortschaften in Deutschland, oder? Oder ganz Deutschland, wirst du sagen. Ja, also es gibt wahrscheinlich, Frankfurt wird schon so ein bisschen ein Epizentrum sein. Mhm. Aber ich sag mal so, also ich meine auch irgendwie so Baden-Württemberg, was bis jetzt immer sicher war, wird hier gefühlt auch immer schlimmer. Mhm. Und ich meine, das Problem ist ja, es ist ja ein Trend. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie. Ja, sich man liest irgendwie es jede Woche kommt wieder was. Die ganze Zeit wird jemand abgestochen in Deutschland. Obwohl, du hast es ja letztens auch gehabt. In Irland oder so. Nein, hier. Ah, hier in der Schweiz. Ah ja, Ja, in Winterthur, ja. Ja, genau. Ja, schon auch. In der Schweiz gibt es auch. Aber nicht Aber jede Woche. Das Niveau ist auch ein anderes. Nicht jede Woche. Ja. Das ist halt das, was ich meine. Also, das ist halt so. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Die Deutschen, stört es dich, singen die Nationalhymne? Die Spieler an der WM oder die Spieler in Testspielen? Ich glaube nicht. Das war auch mal Thema, glaube ich, in Deutschland. Das Problem ist, ich gucke ehrlich gestanden mittlerweile so wenig Fußball, ich weiß es gar nicht. Okay. Ich weiß es wirklich nicht, aber let's be honest, würde mich auch nicht stören, wenn sie es nicht machen. So. Wäre es dir scheißegal, ob sie die Hymne singen oder nicht? Ja, wäre mir schon egal. Ja. Also ich muss dir auch ganz ehrlich, ich kann die deutsche Hymne nicht. Ich kann auch die Schweizer Hymne nicht. Ich kann auch keine, ich kann nicht mehr Italienisch. Also siehst du, wenn du jetzt, guck mal, weißt du, ich wäre jetzt heuchlerisch, wenn ich sagen würde, es würde mich stören. Und wenn du mich da hinstellen würdest, kann ich selber nicht mitsingen, weißt du, was ich meine? Genau, das haben mir viele geschrieben. Weil mir haben viele, du kannst ja selber nicht, aber mich interessiert es ja gar nicht, ob sie singen oder nicht, weißt du? Ja, also mir wäre es auch egal, ob sie es singen oder nicht. Aber so. ich verstehe schon die auch schreiben, wieso, die erklären mir dann, warum sie es singen sollten. Weil sie sagen, sie haben sich für dieses Land entschieden, zumindest könnten sie die Hymne singen, oder? Wenn sie schon jahrelang in der Dings spielen, oder? Aber es sind ja immer die mit Migrationshintergrund, also nicht alle, aber die singen dann nicht, oder? Zum Beispiel. Ja, aber also, ich glaube, früher hätte mich das irgendwie gestört, aber mittlerweile ist es, denke ich mir so. Ja, wir haben ein anderes Problem, oder? Also, das ist mir doch scheißegal, Ja, also ob der jetzt also nochmal, weißt du, nehmen wir an, du würdest mich jetzt hinstellen, ich könnte die Hymne auch nicht singen, so. Ich würde auch nicht mitsingen, also dann kann ich mich nicht über jemanden anderen aufregen, dass er nicht singt, wenn ich es selber nicht kann, weißt du? Ja, die Argumentation kommt halt, ja, sie bekommen Millionen von dem Land und so weiter, aber sie singen die Hymne nicht, sozusagen. Ja, aber würdest du jetzt nehmen wir an, du wärst angestellt, würdest irgendwo arbeiten und die hätten ein Lied, würdest du das Lied mitsingen? Also ich hasse schon Geburtstag. Stell dir vor, du Geburtstag hat mitzusingen, ich hasse das. Gibt es das Carglass-Lied auch in der Schweiz? Ja. So, stell dir vor, du würdest in der Werbung habe ich einfach Carglass reparieren. Also ich habe das vielleicht aus. Ja, ich habe das vielleicht. Stell dir vor, du würdest bei Carglass arbeiten, würdest du das Carglass-Lied mitsingen? Nein. Siehst du, du würdest auch nicht mitsingen. Nein, ich will es nicht mitsingen. Ja, aber ich vertrete da nicht ein Land an einer Weltmeisterschaft zum Beispiel. Ja, aber das Argument war ja gerade eben, dass sie Millionen bekommen und deshalb mitsingen. Ja, und auch noch Millionen natürlich. Aber Carglass gibt mir doch keine Millionen. Doch, wenn sie mir Millionen geben würden, ich würde singen. Ja, gut, mit hoher Stimme sogar würde ich singen. Okay, wenn Carglass mir ein paar Millionen gibt, dann würde ich auch mitsingen. Carglass bringen heim. So würde ich sogar singen, ja. Ja, wir sind beide noch auf der Suche nach Sponsoren. Carglass. Genau, ja, genau. Ich suche noch Sponsoren für den Podcast, wenn du willst, dass deine Firma da irgendwo im Podcast erschienen wird. Oder einfach, dass wir das Getränk zum Beispiel oder sonst etwas da könnt, anstellen oder etwas aufs Mic kleben, dann schreib in die Kommentare und bringen heim. Und für genug Geld singt er auch das Carglass-Lied, liebe Carglass-Firma. Oder dein Lied. Also ja, das war's gewesen. Hast du noch irgendeinen Abschlusssatz, wenn du sagen möchtest, folgt mir auf Instagram oder fickt euch alle, ich bleibe hier, ich nehme meine ganze Familie mit von Deutschland. Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, wenn ihr mir folgt. Einmal auf TikTok Corporate Chris zusammengeschrieben und auf Instagram The Corporate Chris auch zusammengeschrieben und genau. Dann habe ich noch einen YouTube-Kanal, heißt aktuell noch Chris Compares, möchte ich aber in der Zukunft auch Corporate Chris nennen. Und ich habe auch noch eine Frage aus meiner Community an dich.
Ah, okay. Wie stehst du zu Hodentorsionen? Zu was? Zu Hodentorsionen. Zu was? Zu Hodentran. Hodentorsionen. Was ist das? Das ist, wenn sich dein Ei am Hoden verdreht. Ah. Ich hab der Hoden sich verdreht. Mhm. Wie passiert das? Das kann einfach so passieren. Also fairerweise, es passiert nur bis zu 25 oder so, das wird dir nicht mehr passieren. Aber ja. Nein, einmal ist mir was passiert. Ich bin irgendwie gesessen oder so und dann ist der Hoden da oben rausgekommen. Boah, das. Ah. Der ist irgendwie da oben. Das war da, ist dann der Kugel raus. Wie geht das? Boah, das war schlimm. Aber ich glaube, ich habe eben Content von dir was gesehen, aber ich habe nur einen Teil gesehen und ich habe dann nicht gecheckt, um was es ging. Du hast in dem Fall deine Hoden... Ich hatte mal eine Hodentorsion, ja. Und das Video hat innerhalb von 24 Stunden 250.000 Klicks gemacht. Mingi, das ist ja gut. Ja. Müsstest noch... Also, Müsste nochmal drehen, ja. also dann geht der linke in der rechte. Nee, der dreht sich. Und was? Alleine beim Schlafen? Ne? Das kann beim Schlafen passieren, das kann, Ist das das kann immer Schmerzen? passieren. Ja, es tut richtig weh. Boah, es tut richtig weh. Ah. Hä, und dann, was muss man machen? Operieren? Oder? Ja. Ah, du musst es operieren? Ja. Bin noch aufgeschnitten hier und am Ei. Ah, was? Ja. Aber jetzt ist alles wieder gut, oder? Ja. Also ich meine, ich kann es auch sagen, weil wenn das rauskommt, dann ist wahrscheinlich die Story auf TikTok schon durch. Also dein Hoden kann aber auch sterben. Meiner ist nicht gestorben. Kann Aber weil er nicht mehr durchblutet wird. Ja. Ja, genau. Richtig. Aber wie kann man vorbeugen? Gar nicht. Mit Unterwäsche schlafen? Gar nicht. Kann sich vorbeugen. Muss ins Krankenhaus, wenn es passiert. Ich habe jetzt auch so, ich glaube, so einen Faden aus Katzendarm in meinem Hoden, der den Hoden festhält. Was? Ja. Wieso aus Katzendarm? Ich meine, das wird, also nagelt mich bitte nicht fest, aber ich meine, das wird aus Katzendarm gemacht. Ja. Dann hast du jetzt Katzen-DNA an dir drin. Ja. Aufpassen, dass die Schweizer dich nicht Ja. essen. Scheiße, ja, oh, schlimm. Ja, kann man nicht vorbeugen. Jetzt habe ich noch eine neue Angst aktiviert. Ja. Das Schweizer Nationalgericht. Gummihals mit Katzendarm. Scheiße. Ja, also ich verlinke dich überall unten. Du kannst mir dann die Links schicken und dann machst du das. Also, wenn euch das gefallen hat, die Folge, dann liket jetzt den Beitrag, kommentiert und folgt mir da auf YouTube. Bringen heim. Und auch auf Spotify. Geben wir noch eine Bewertung ab. Sehr wichtig. Und auf Apple Music, wenn ihr am Hören sind, auch da Bewertung abgeben. Nur 5er. Einer habe ich schon genug. Messi und einen schönen Abend.